dermaßen pünktlich drückt man mir da um 20 Uhr auf den Startbutton, dass du sagst, gibt's das? So, wir haben sogar ein wenig zu früh dran, hä? Oh, ich glaube, wir haben 10 Sekunden zu früh dran. Oh, das ist ja noch nie passiert. Das ist noch nie passiert. Aber vielleicht höre ich mir dann nochmal am Punkt 8 die Schmerzen, ich weiß es nicht. Ha! Timmy Boy, ich war vor dir da. Timmy Boy, ich war vor dir da. Oh, das ist ja noch nie passiert. Das ist noch nie passiert. Schau her. Und fast richtig getimed. Hey. Frodo Sepp, Popomann. Birgerbo. Sportschicht Unterhaltung jetzt. PS. Wer des liest, ist A-Sitz Bissler. Rias wo Mittelerde. Jetzt darf mich interessieren, die ganzen Leute, die Spätschichteln und mich dabei anschauen, was zur verfickten Hölle arbeitet ihr? Was jetzt hier? Was ist da los? Sag, was ist da los? Frodo Beutlin, Popomann, Timmy Boy, kriegst du dir daheim, Popomann. Rest, Halle! Ich bin's, Birger. Ist schon wieder Montag, 20 Uhr. Kruzifix, jetzt sehen wir uns dann bald im 3-Tagestakt. Das sehen wir tatsächlich. Im 2,5-Tagestakt sehen wir uns. Wahrscheinlich Raucherpause. Ja, schnell 5 Minuten Stream reinschauen. Aber wer braucht 5 Minuten für Zigaretten? Ja gut, in der Arbeit darf man für Zigaretten 5 Minuten brauchen. Vielleicht eine 10. Vielleicht. Chris mir erstmal in den Haufen hinein. Habe die Ehre an den Wastel, den Dreamer, den Iron Sky, den Yoshimi zu den Kevin Weckenmann. Warum haben echt immer noch Klarnamen da unterwegs? Was so geil. Selber Schüler. Also, Datenschutzerklärung wo? Bin ich nicht weit gekommen. Herr Kevin, mir ist wie 79 Monate, du Gottverdammte Ehre. Grüße aus dem LKW, heute stehen wir wieder in Augsburg. Ich hätte auf Nürnberg tippt, wie immer. Timmy Boy, du verfluchtes Brotkind. Hashtag Leerzeichen. Okay, Timmy, danke für deinen Beitrag. Habe die Ehre an den Schuster, den Tagspaten, an den Schmiede, an den Gramm, an den Harry Propper, an den Charlie-Pilot, an den Gürmeister, an den Dati oder an den Huber und jetzt muss ich nicht mehr lesen, weil es einfach zu blöd ist. Weil es mir einfach zu blöd ist. So, Freunde der Sonne, wir spielen heute Luto fertig. So schaut's aus. Hab ich Bock? Geht so, dann ist zumindest einmal ein Spiel ist dann einmal gut weiter. Das Problem ist, dass dann Indie-Horror-Spiele kommen die nächsten 2 Wochen. Und die haben entweder haben es gar nicht schlimm, oder sie haben eine komplett Vollrasur. Ja, wir wissen es nicht. Boah, ich finde, wir sind immer 74 Monate. Ich mag auch noch schnell, bevor das Spiel losgeht. Es geht wieder los. Oh. Lachender Smiley, wenn meine Frau singt, gehe ich immer vor die Tür und spreche mit den Nachbarn. So wissen alle, dass ich sie nicht schlage. Kennst du einen Schmied Money? Das ist ein guter. Bürgerablenkung jetzt. Sagt sie es hier oder das muss sie wieder? Hashtag Moserliesel, Liesel einverleiben. Wie mehr als 11 Monate. Dani, wo kommt der 20er von mir her? Dani! So nicht! Kaufst du lieber ein T-Shirt? Nein, Opa, nein! Das ist ein guter. Ist der überhaupt angezeigt worden? Wieso war der so schnell fort? Auf geht's PFFFFT und Chillnight. Ja, Chillnight. Ihr habt ja Chillnight. Ihr könnt's mir am Arsch lecken. Dani, merci dir. Das ist sauberzwei. Du weißt das, wie es ist. Alex Asui, merci für den Sechser. Moser Liesel einverleiben. Habt ihr in Österreich ein Moser Liesel? Wo kriegt's denn das her? Kruzifix. Herr Töner, aber merci für 32 Monate. Let's Play Zombie-Lemminge. Gibt's Zombie-Lemminge? Opa, merci dir. Philipp der Flogger, merci für 27 Monate. Können wir uns jetzt wieder beruhigen? Ich weiß nicht. Und das ist der Arschloch. Das neue habe dritt heißt übrigens, ab jetzt habe ich pft. Das führen wir jetzt ab jetzt so ein. Es ist, was es ist. Philipp, merci für 27 Monate. Spiegelmaster, merci für den Zwickel. Merci für 27 Monate. Derek zurück. Maxi, merci für den Euro. Havlo, merci für den Fünfer. They are here laut Devlog im Stream Ende. Steam Release Ende 2026. Quelle im Discord. Da habe ich selber gerade eine gelesen, woher du Ende 2026 nimmst, weiß ich nicht, aber es steht da 2026. Allerdings, du kannst einmal They Are Here Release googeln, dann kommt nämlich 2023. Das machen sie schon seit 4 Jahren so. Das glaube ich erst, wenn auf Steam ein Release-Datum steht. Die Classics. Hashtag Leerzeichen, Hashtag Leerzeichen, Hashtag Leerzeichen. Havlo, merci. Aber dennoch natürlich merci für die. Mein Kruzifix! Hashtag Leerzeichen, Hashtag Leerzeichen, Hashtag. Dass sich jemand jemals mit Donation so beliebt macht, habe ich nicht können sehen. Danke, Wolfric. Danke auch für deinen Beitrag. Voll super. Habe ich.
Sonntag mehr als für 45 Monate. Man nennt man einen FKK-Wald. Schnittelwutz. Oh Gott. Weißt du, ich versuche mir das ganze Wochenende, habe ich nur umeinander geschossen im Battlefield. Nur. Und versuche mich mental darauf vorzubereiten, dass ich Montag und Mittwoch überstehe. Freitag ist nicht ganz so schlimm. Glaube ich zumindest. Ich mag es nicht verschreien. Wer weiß, was da noch kommt. Montag und Mittwoch, dass ich das irgendwie überlebe. Und dann muss ich mir den ganzen Tag so einen Scheiß anhören. Ich krieg einen Vogel. Kruzifix. Oh. Ah, doch, danke Nadine. Dankeschön. Na Leute, die Jokes sind und werden auch nimmer lustig. Na. Da es gibt, ich weiß nur eine Person, wo ich diese Art von Witze lustig finde, egal wie schlecht das sind. Und diese Person hat sich das über Jahre, bald ein Jahrzehnt aufgebaut. Da reicht es nicht, wenn ich... Vega externer Fortbildung nur sporadisch du. Keep up the good work, geldgeiler Wichser im Internet. Geldgeiler Und Wichser! play irgendwann Lemming C-Fix. Lemminge kommen schon irgendwann. Lemminge, Herr Turner, merci dir. Allerdings weiß ich jetzt nicht, bei wie viel das wir sind, wenn du in 10 einer scheißt. Aber die allerbeste Idee ist natürlich, hey, ich bin gar nicht so lange da, aber da 10 Euro. Das ist eine richtig gute Idee. So wie wenn du zum Friseur gehst und stehst mittendrin auf und wirfst da einen 50er hin. Obwohl eine Herrenfrisur bloß einen 20er kostet. Das macht irgendwie keinen Sinn. Max, merci für den Euro, Wolfric, merci für den 5er. Kerstin, merci für 23 Monate. Fast 2 Jahre, merci für allerfeinste Unterhaltung. Auch jetzt, Dann bist du auch jemand, der im Oktober beigetreten ist. Sag ich das richtig? Merci, Kinder, merci. So, nochmal, ich wiederhole. Es gibt eine einzige Person, bei deren Witze ich noch lachen kann. Das, wenn die so schlecht sind. Das ist der Sprengi. Und der hat sich das über bald 9 Jahre hart erarbeitet. Da reicht es nicht, wenn ich das Witzeheftel von meinem Uropa auserziehe und irgendwelche schlechten und meine Frau und Scheißwitze auserziehe. Das reicht nicht! Okay? So! Lach schon, die! Geh mal Dingsbums, gehen wir auch wieder mal! Aber genauso weit! Sei so genauso lustig! Tommy Just Mercy. Just Mercy. Just! Ed Steffi B. Dino Dono Was? Dino T-Rex Sauropode T-Rex Sauropode T-Rex Sauropode T-Rex Sauropode T-Rex Sauropode T-Rex. Tommy! Du bist der Einzige, der das mit den Sauropoden tun darf. Du machst es nämlich schön maximal einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr, dass man nur einigermaßen schmunzeln kann drüber. Birkwert der Fantastische. Fazit zu Birkwert der BF6. Fantastische. iFeins Menü Kacke und Koaten so lala. Da Rest daugt Show. Hashtag nett geschimpft ist globt nur. Sehe ich sehr ähnlich, Gurkel. Sehe ich sehr ähnlich. Also das Menü ist eine Vollkatastrophe. Das hätte mir eigentlich in der Beta schon auffallen sollen, aber da hat es nicht so viele Punkte gegeben. Aber da haben Consolero-Spackos mit einem scheiß Gamepad schuld. Ich hab, merci Gurkel, merci Aslagan, kurz auf die Nuss, kurzes Statement zu Battlefield 6, weil es spielen wahrscheinlich doch einige darin. Wie viel Playtime habe ich? Glaube so 25 Stunden von Freitag jetzt bis gestern auf die Nacht. Heute habe ich mir noch eine Stunde Nachmittag gespielt und sonst nicht. Ja, beruhigen Sie sich, Ihr Blutdruck sind nicht der Jüngste. Für euch klang's! So. Und jetzt wenn mich mal irgendjemand schmatzen lässt, nicht! Sogenannter meiner Euden, bitte, dass I gleich komm. Die schaut Show auf dem TV. Matromax, Alter, der kommt gleich. Im Badezimmer. Und dann... Nein, sag's nicht. Matromax, merci dir. Korten, ganz ehrlich, es kommt irgendwie kein Battlefield-Feeling nicht auf. Es hat auch jemand in Kommentare eingeschrieben unter dem Stream und da hat er ein bisschen recht. Und ich habe da so eine Vermutung, wieso, weshalb. Wir haben ja da alle eine ziemliche Nostalgie- und Fanboy-Brille auf. Ja, und zwar alle, inklusive mir. Ich habe sehr viele Erinnerungen an sehr gute Zeiten zu Battlefield 1, also 1942 und so weiter und so fort, an Battlefield 2, vor allem 3, 2 und 3 und ein bisschen 4. Das 4 habe ich nicht so lange gespielt, aber das 3. Und damals war das noch was Besonderes. Ja, das war bald teilweise vor über 20 Jahren. Da war das noch was Besonderes, da war das Internet noch was Neues. Ja. Mit 64 Leuten auf einer riesen Karten. Wie du kannst den Panzer fahren und ich sitze oben drin und ballert auf Leute, die da umeinander laufen und. Und geil und geil und geil. Das ist ja heute noch geil. Ah.
einzige Unterbrechung, die ich zulasse. So. Dani, wer ist für die Mitgliedschaft? Da habe ich an den Dani, wenn ich mitmache, das ist ein Kacknudel. Lass mir was verzeihen! Kruzifix da mal! Servus Birger, spui jetzt endlich Luto. Naja, Die willst Schreie na! hören. Jetzt machen wir extra, jetzt überziehen wir 5 Minuten. Viel Spaß dir und danke für alles. Bin seit Battle Brothers Battle Brothers ist auch schon zu erleben. Kann man wieder auserzählen. Ice Raven, merci dir, das ist 2 und du weißt es. Camouflage, schlechte Witze habe ich gehört, da tue ich mich, die lese einfach nicht vor, was tust du denn dann? Oh, schön, wenn wir da haben. Ich glaube, das war das erste Mal, dass der scheiß neue Donate getriggert worden ist. Dann lese ich es doch vor. Ja, Herr Doktor, ich kann meine Beine nicht spüren. Doktor, ich weiß, ich habe Ihre Arme abmontiert. Tami, merci für 44 Monate. So, nochmal. 2025 ist das aber nichts Besonderes mehr zu 64 auf so einer Karte umeinander zum Fahren, wo einer fliegen kann und der andere sitzt drin und so weiter. Es ist nicht mehr so besonders. Aber weißt du, was richtig Spaß macht? Wo Battlefield-Feeling aufkommt und was richtig Bock macht? Wenn du mit einer Vierer-Mann-Gruppe im Squad nicht schwitzt, aber wirklich auf Teamplay schaust. Gehen wir das, gehen wir von A nach D, gehen wir von A nach B, gehen wir von B nach C. Wir verlieren B, gehen wir zurück und alle deren mit. Ja, einer macht einen Pio, einer macht einen Sturm, einer macht Versorgung oder 2. Einen Sniper kann man meistens nicht brauchen, je nach Map halt. Und dann macht's richtig Bock. Dann macht's richtig fett Bock. Solo, wie gesagt, heute Nachmittag habe ich 2 Runden gespielt und hab mich gelangweilt. Weiß nicht. Aber so, sie haben abgeliefert. Das Menü müssen sie umbauen, ganz furchtbar dringend. Das ist das Allerschlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber so, jetzt startet die Battlefield, Alter. So, es verzögert sich bis 13 nach, ich muss jetzt noch Battlefield schnell starten. Hoppala. Ich hab mich verdrückt, wenn das erste in der Steam-Liste ist, was soll ich machen? Evi! Also wenn man die während dem Spiel nervt, ist nicht okay und davor auch nicht. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Why not both? Zwinkernder Smiley mit herausgestreckter Zunge nachdenkendes Nix was. Beides. Frau Herzinger. Jetzt tu dir einmal mit, was gibt's nicht zum Essen? Afrikanisches Buffet, also nix. So. Muss mir Maus zeigen. Franz, merci dir für 41 Monate. Bei den ganzen schlechten Witze habe ich langsam kein schlechtes Gewissen mehr bei den Donations. Alles hat was Gutes. Schmied Max, merci für 50 Monate. Grüß aus Appen, wo das ist, nordwestlich von Hamburg. Hilfe. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher gefragt, wo zur Hölle das ist. So, Freunde der Sonne, hier, Alerts aus jetzt, Schluss. Es gilt Donation-Verbot während dem Spiel. Reißt euch zusammen, wer es wieder. Die einzigen, letztes Mal hat das richtig gut hingehauen, die einzigen, die natürlich irgendwo mitten im Stream einschalten, die wissen nichts davon. Aber wir werden sehen. So, und jetzt halt Schnauze halten. Hauptsächlich AI, das ist bei Luto wichtig. Ja, wir haben 2 von 4 Seelen, aber ich glaube, die 3. Seele, die haben wir jetzt dann gleich. Wir haben letztes Mal am Schluss vom Kapitel, was weiß ich, was vom Kapitel, dass man es aufgehört. Was ist denn eigentlich das da? Warum leicht das da? So. Und wir gleich viel besser ausschauen. Ja, wunderbar. Schön. Das wird halt noch eine lange Sitzung. Birgit, das ist ja mir wurscht. Aber wir haben ja Zeit. Rütteln wir gar nicht lang an. Freunde der Sonne, bevor es jetzt losgeht. Wie lange geht's noch ungefähr? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Bei Luto kann ich nicht nach, weil alles gleich ausschaut. Ich kann nicht nachschauen, wie weit das wir sind. Endlich nach 5 Streams, was? Ein paar Mods macht's mit ein bisschen Timeout für ein paar Leute. Aber für wen denn? So, wir kämpfen nicht an. Das Allerwichtigste ist, wir spielen das halt fertig. Ja? Egal wie lange das dauert. Ich glaube, letztes Mal hat irgendjemand gesagt, so mit, der ziemlich genau, ich weiß nicht mehr wer es war, aber jemand, der ziemlich genau weiß, wo ich bin, dass man halt da schön fertig werden kann. So, wir sind im Badezimmer. Das ist alles, was ich weiß. Freunde der Sonne, ich soll es keine Sekunde schlechter gehen als mir. Keine Sekunde. Darum, Sound hell, Licht laut, Hosen aus, und ich habe da mein Notfall-Equipment habe ich da und da biegt eins an der Ventro. Glaubst du nicht? Ja, kann ich nicht herzagen, da liegen sensible Daten umeinander. Kann ich nicht mehr. Mausal, merci für den Zwickeln. So.
Oh Gott, ich ohne Scheiß, ich mach 58 Kreuzzeichen, mache! Wenn November ist! Schlechter geht's uns eh nicht, das weiß man nicht so. So, wollen wir stehen bleiben? Was müssen wir überhaupt tun? So, da ist der allergrößte Endboss. Der diesjährige Endboss ist er da. Nicht der Generator, sondern kann ich da nicht auf Top, auf C? Hab ich noch nicht irgendwo ein Inventar aufmachen können? Ich schau nur noch an, Alter. Und sag, das ist der Endboss, dreh mich weg und er macht pfft, Hurensohn. Ja genau, bei dem schäberten Battle sind wir stehen bleiben, das weiß ich noch. Nicht so reinblären. Okay. Oh boy, that escalated quickly. Was? Okay, kommen wir wieder. Hat nicht lang gedauert. Okay. Ist das ein Fisch, ich glaube schon. Das war ein Mykto. Ist es eigentlich immer die gleiche Slip-Einlage? Ja. Die wird am Ende des Oktobers dann an den meistbietenden versteigert. Ja, schön durchgeschwitzt, schön ein Hirnbrei-Beizletten von mir dran. Fuck you! Mit deinem geschissenen Die ganze scheiß Jahresmerch kann nur aus einer so einer Duft-Scheißdosen bestehen! Hatten wir doch schon. Jetzt ist halt, ich gehe außen rum. Ich hab das Gefühl, das gehört nicht so. So, diesmal lassen wir uns vom Pft nicht verarschen. Was ist denn mit dem? Ich versteh's nicht. Sind das Dipf? Wieso ist so ein komisch, hä? Okay, wir springen jetzt da nicht mehr rein. Was ist mit meiner Maus? Kruzifix! Wir gehen einfach wieder zurück. Ah, wir können. Ich kann aber auch nicht springen und nix, gell? Inventar habe ich auch keins. Ah! Also einen schreibe ich mir. Hat der jetzt so eine Zeit? Oder ist er einfach bloß runtergefahren? Warte mal, das müssen wir nur mit testen. Haben wir jetzt zweimal gestanden. Geil, oder? Das, wenn ich gesagt habe, war es niemandem aufgefallen. Jetzt warte mal. So. 569, ich hab's eingestellt. Bester Depth-Counter ever. Das ist jetzt der nächste Jahr dann. Nächstes Jahr ist dann. Das ist der Depth-Counter. So, Schnauze halten. Wenn ihr es mir nicht glaubt, hier, 569. Nice.
Links ist immer schlecht. Aber das ist ein schlechtes Zeichen, wenn da der Error liegt. Niemals kommen wir mit raus, ich gehe weiter. Unterm Boden war was gestanden. Ich mag's nicht sehen. Ich geh jetzt da durch. Kannst du entkommen? Sei vorsichtig. Das weiß ich nicht, ich probier's. Wieso haben wir eigentlich keine Taschenlampen mehr? Ich seh einen Scheißdreck mit dem Ding! Geh dann halt mal links, oder? Hätte ich gesagt gehabt. House for sale. Hallo? Oh, der Sound, Alter. Ich hab schon wieder, ohne Scheiß, ich hab bis in meine Knie keine Gänsehaut. Ficken Sie sich. Ja, aber... Halt's mal. Hör auf zu weinen. Was? Oh, leck mich am Arsch, Alter. Fick dich. Boah, fick dich. Was war denn? Wenn irgendjemand daheim sitzt und den Sound nicht auf Anschlag hat, dann... Halt die Schnauze, du Pussy. Alter, was war denn das jetzt? Aber ich nehme die zweite Tür. Da steht House for Sale. Da steht nicht. Wir gehen mal da aus, wo House for Sale steht. Es ist nichts mehr übrig. Bitte. Es ist nicht fair, ich will weg. Nein, das ist nochmal das Civic. Das ist nicht fair, Papa. Bist du das? Maul halten. Noch einmal. Was ist das für ein Haus? Habe ich mich verirrt? Oh no. Okay. Ich check gar nichts. Ich wiederhole, ich check gar nichts. Sam. Schauen wir mal da nochmal. Ah, da waren wir schon. Kannst du entkommen? Dann gehen wir immer da hin, wo House for Sale steht. In der Hoffnung, dass wir jetzt da sofort rauskommen, weil ich mich da nicht mehr aufhalten will. Oh shit. Ich sag jetzt doch mal lieber ja. So, jetzt. Oh, leck, ist das mies! Fuck you! Oh, leck mich am Arsch. Okay, alles klar. Ich habe mir schon zu mir gespielt, so schlimm konnte ich, was so schlimm. Eigentlich so schlimm war es gar nicht. Welcome back. Jetzt kommen wir aus dem Ding raus, oder? Aus dem Spiegel im Bad.
Natürlich. Nadine schreibt, die Stimme ist so gut, das stimmt. Am Anfang war es ein wenig nervig und seitdem er seine Stimme... Deine alten Drehbücher. Ich habe eine Kiste mit deinen alten Drehbüchern im Wegwerfstapel gefunden. War das ein Versehen? Lass es mich wissen, denn wenn du sie nicht willst, hebe ich sie als Erinnerung auf. Man weiß ja nie. Mama. Tolle Information, dankeschön, super. Leck, du Wichser! Gutze Fix! Träume ich? Ich will, dass es ein Ende hat! What is that? Regret? What if there is no end, and this is everything? Would that change anything about how you feel? Glaube nicht! I see. You know, I can't deny that I find all this fascinating. It's been a long time since anyone has gone off the rails. A ghost? Yes, I've been called that before. Ghost, monster, God. I've had a lot of names. Some you wouldn't even be able to understand. Wolfrip, das Karma für die schlechten Witze. Sein Würstelgulasch liegt am Boden. Screen or it didn't happen. PS, es ist fucking heiß. Was ist das da jetzt? Ah, kein Flashbang. Kein Flashbang! Okay. Haben wir wieder in dieser komischen Höhle, da wo uns immer irgendein Tyrannosaurus Rex grölt. Und wir offensichtlich unsere komischen Beutel verschustern. Oh nein. Grafik ist... Alter, wie krass hat denn das jetzt ausgeschaut? And once again, sand. Sand. Okay. Stuhl. Ah, da liegt Stuhl auf dem Boden. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber das... Im Zweifelsfall, junger Perikrintuk. Immer der Nase nach. Der Stuhl im Sand, das ist ein riesengroßes Katzenklo. Absolut richtig. Mal ganz ehrlich jetzt gerade, ich finde es nicht wichtig. Aber kapiert irgendjemand, was da los ist? Jetzt spielen wir doch schon 4 Stunden ohne. Hoppala, ist mir ein bisschen ein Milkshake aufgeguckt. Vanille-Milkshake. Um mal jetzt mal kurz an etwas Schönes zu denken. Der Zahnball versteht, um was das geht. Ich bin ganz ohr. Jetzt sind wir wieder auf dem Sandding da. Ah ja, und hinter uns ist nichts. Also warte mal. Do you find that you are doing the same thing over and over again? Ja. Do you expect a different result? Wie geht's damit zu dem weißen Ding hin?
Wir sind ein bisschen verrückt im Kopf, aber das kapierst dann schon. Okay, alles klar. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich das da auszögert mit dem Ankämpfen. Das ist part of the game, dass man da immer wieder das Gleiche tut. Und wir haben wieder im Badezimmer, wo auch sonst. Oh no. Nicht jetzt da irgendwas rausspringen, das ist nix. Oh no. Was ist denn dies wieder? Dieser Barber! Was richtig krass gut gemacht ist in dem Spiel, das sind diese scheiß Vorhänge und diese Stofflaken mit diesem Geisttypen. Das ist richtig narrisch gut gemacht. Was das für ein Sinn hat, das weiß ich auch noch nicht. Mit den komischen Coins da. Du wirst es nie wieder tun. Du hattest keine Wahl. Was haben wir noch gerade da? Sie sind nicht mehr hier. Lass mich raten, wir haben eine Frau und ein Kind verloren und jetzt drehen wir völlig am Radl. Und nun? Keten. Extra Leben vielleicht. Ja, das ist Haben wir auch wieder Inventar. Ah, toll. Hab eine Tür gefunden. Oh no, da hinten steht jemand. You shouldn't have seen that. I'm sorry, Samuel. Bleib du da stehen, was bist. Oh no. Warum man immer diese komischen... Was hat dem irgendwas? Das muss doch irgendwas bedeuten. Schissen, das Sound kann mich auch mehr am Arsch lecken. Ficken sie sich. Wiedersehen. Oh, da müssen wir hin. Das ist auf alle Fälle Schlüssel. Okay. Ach, das ist einfach nur... I know it's easy to get caught up in the excitement of solving a mystery, but you're going to have a hard time finding the truth when you don't even know what the lie is. Keep in mind that the truth has many faces, and you may not like the one that is waiting for you. Einfach nicht zurückschauen, Kim. Vollsprint durchkommen. Ich hab keine Ahnung, was der Typ labert. Hey, die Wäldler an der Wand sprechen schon eine sehr eindeutige Sprache. Die Leute habe ich übrigens schon gesehen, hat gerade jemand im Chat geschrieben, aber ich glaube nicht, dass man da ist ja nirgendwo aufgegangen. Schauen wir mal da. Da werden wir einen Schlüssel dafür brauchen, nehme ich an. Ja, ich weiß ganz genau, was der Plan ist mit den Geistertypen da, ich weiß ganz genau. Brauchst du mir nichts verzeihen. Check-off. Da liegt der Kassetten. Was steht da? Sei ruhig traurig, ich weiß auch. Entschuldigung. Unangenehm! Oh, nicht mehr nur weiter. Oh, das ist der. Das ist der Rohbau von unserer Bude. Da hinten einmal das Beutel. So, jetzt einmal. So, jetzt einmal. Alle halten einmal. Und da geht's nochmal. Okay, Alter, bitte. How can you distinguish between what is real and what isn't? Do you trust what you see? What you hear?
What happens when everything starts to feel wrong, to seem fake, like a trick, you know? It is night. Ich mag den Schlüssel nicht nehmen. Okay. Alter, die Muse, ich flipp aus! Gehen wir rechte Seite der Wand, da liegt auch noch was. Oh Gott, die hasst das Gesteppe hinter mir! Hört er verlieren, was? Was war jetzt dies? Ah! 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 Ach, leck mich doch an! Leck mich doch an! Meinem verfickten Arschloch. Innen drin. Oh, da liegt einer was, das nehmen wir mit, was auch immer das ist. Be careful. Sometimes it's better to embrace fiction than to face what's behind the curtain or under the sheets. Hangman. Was ist under the sheets? Ich mag es überhaupt nicht wissen heute mal. Ich geh einfach durch. Du sollst mal nichts gewinnen. Wo war denn das Zimmer? Da haben wir noch Kassetten. Das weiß ich noch. Ja super, Alter, was ist das für Behinderung? Oh, da liegt da was am Boden. Love. Komm. Ja, sehr gut, sehr gut. Nicht sehr gut. Nein, ist aber nicht sehr gut. Nicht so sehr gut. Kim, gehen wir. Uns jetzt mit der Muse auf, jetzt nehmen wir die Kassetten. Warum ist jetzt... Nope. Aus irgendeinem Grund öffnet sich die weiße Tür, wenn man zu oft hintereinander draufklickt. Was? Why didn't anyone help? Warum hat keiner geholfen? Toller Grund. Kehrt das so oder ist das ein Asset-Fehler? Es ist Körper, es kehrt schon so, es passt schon. Okay, schnell klicken kann ich. Corazon. Arena. Ja, der Flash schreibt, das ist ein Arena-Pass für ein Team Deathmatch. Da habe ich schon ein paar. Da habe ich mittlerweile, glaube ich, damit. Oh, da können wir oft sterben, das passt. Arena, da steht Fuck Me, habe ich automatisch gelesen. Puta Madre! Was soll ich jetzt machen? Das schaut mir doch an, das müssen die irgendwas machen. Oh, da ist was. Oh, Kassetten gefunden. Gut. Kassetten. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder da herin umeinander rennen. Oh, da hinter mir steht einer, das ist nix. Oh shit. Das ist so eine genius Idee, oder mit dieser Kassetten und dem Fernseher dann drin geh.
Richtig stark. Das erinnert mich, aus irgendeinem Grund erinnert mich das ganz krass an Visage. Ich frag mich nicht warum. Niederspringen, komm, geh weg. Oh, ihr müsst es mitschreiben. Ist was zu mitschreiben. O, großes O. Nicht. Oh, ihr müsst es so nicht mitschreiben. O, zweite Stelle. XO. Ich geh jetzt da mal die Treppen auf. Was? Hä? Oh shit, ich krieg da einen Hangman hin. Jetzt warte mal. Wieso kann ich nicht mehr... Fuck. Ich will ein E kaufen! Nein, möchte nicht. Was wir überhaupt tun müssen. Das ist richtig stark gemacht, ja. Da kannst du wirklich laut sagen. Vor allem, ich hab keine Hinweise. Hätte ich mir vorher anschauen müssen, das Hangman-Gespräch. Hat sich der gerade umgedreht? Was zum... Das Problem ist halt auch, dass es ein englisches Wort ist, wahrscheinlich. Ich tippe auf Lava. Frag mich nicht warum, aber ich tippe auf Lava. Was heißt Pompe? Probier mit Kondom. Schau dir die Karten an. Wie kommst du denn auf Hütti? Wie kommst du denn auf Pompe? Na, Rompe! Meinst du das Rompe? Dann probieren wir jetzt ein R. Ja. Oder probieren wir ein M? Samuel learned Spanish with games like this. It is fascinating how easily you transform macabre acts into simple children's games. Du kannst nicht laufen? Geil! Oh Gott, ich muss mir mal halten, sonst endet das wieder schlecht. Lava ist tatsächlich einfach sauber zu kurz, ja, das stimmt. Ja, schaut schon nach Rompe aus. Hütti, was heißt Rompe? Brechen. Ja, wahrscheinlich jetzt mit dem ganzen Weg wieder. Wo laufen wir da umeinander? Ich soll jetzt schon lange wieder umdrehen. Hallo? Da hinten kommt was. Ich sehe was, ich sehe Licht. Da ist ein X. Das ist auf alle Fälle nicht. Das hat sich ja Vollgas rentiert. Jetzt gehen wir wieder zurück aus. So kann man Zeit schinden. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button drauf gedruckt? Auch die ganzen Lurker, meine Damen und Herren. Wer bei so einem Spiel umeinander lurkt, den müssen wir so nicht zu mehr. Der ist ein Pussy. Der ist ein Oberpussy. Ja? Gut über die Walking Simulator. So, jetzt wieder Treppen runter. Wird schon nichts passieren. Im Fernsehen ist ja noch nie was passiert. Das ist ja nicht echt im Fernseher drin. Reiner Umfug, siehst du das? Der Hangschein. So, Romper, ich brauche mal auch. Dann brauchen wir nix. Tja, ich sehe aber kein Romper.
Ich kenne mir allerdings auch keinen Stecker mehr aus. Da ist nur O. Ich kenne mich nicht mehr aus. Wo geht's denn da hinten? Da ist auch wieder nix. Oh, da geht's noch mit Treppen runter. R, O, M. Da ist E. Das nehmen wir mit. Hä? Was? Wieso darf ich jetzt nichts mehr sehen? Was brauchen wir noch? Ein M und ein R. Gustl mich. Schluss. Während die Horrorspiele wird nicht donated. Schau seit geraumer Zeit die Oktoberstreams in der Board War No, spart massiv Zeitungspapier ein. Das liegt schon aus. Gustl mich. Das glaubt der I nicht. Es glaubt der I nicht. Ein P brauchen wir noch. Anstarten, gehen wir mit auf. Da ist ein P, da ist ein P. P wie Paula! Er wird jetzt wieder was sehen. Schlimme Sachen immer mit Blödsinn überspulen, das ist wichtig. Wir sagen immer nur als Ever. H-A-Ever. Je. Oh, das schaut auch sehr einladend aus, wunderschön. Kannst du nicht gescheit singen? Warum hält man jetzt seinen Zipfel da ins Gesicht? Ey? Kann man das aber sagen? HCLGT. Sobald man mir R singen, möchte ich einen Chat ausrasten singen, wenn nicht, dass ich in meiner geistigen Behinderung wieder irgendwas übersehe. Ever! There is the ever! Ever! Rompe! Madre! Was haben wir da? Win! Ja und jetzt? Kann ich mal Pfotzen ans Digi-Key hängen, oder was? Was nu? Was ist nu? Ich check gar nichts. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das Fenster halb auf. Egal. Da steht überall Hilfe. Sie fliegen. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß weder, wo ich hin muss, noch. Jetzt haben wir noch irgendwelche Items, ne? Schlüssel, Kassetten durch den Fernseher, Romper, brechen, brechen, brechen. Was hilft mir das? Da war der Schlüssel hinten. Hilft mir nichts. Ich glaube, du musst durchgehen zu mir jetzt hier so. Servus, servus, servus. Servus. Jetzt haben wir wieder ein bisschen lost. Ein bisschen sehr sogar. Es hat es da nicht mehr gegeben da herunten?
gibt's ja nicht. Hm. Psst. Na, da waren wir auch schon. Schon die Geisterbox probiert? Was für eine Geisterbox? Was meinst du? Hat es irgendwas mit den Glitch-Dinger da zu tun? Im Keller können wir nicht oben. Pay to Win Geisterbox. Ich hasse es, dich zu beobachten. Toll. Schön. Super Geschichte. Es muss doch dann daher... Padre! Wo ist denn der Padre, wenn man braucht? Einfach mal da hingehen. Na. Schauen wir die Tür da hinten noch mal an, aber da waren wir auch schon drin, da haben wir einen Schlüssel dafür gefunden. Da hier irgendwo komischen Sound. Bampfes, erst birgt mir, jetzt soll ich aber mehr kündigen müssen. Läuft seit einem halben Jahr nicht so, ist alleine nicht so einfach, aber deine Streams helfen ein bisschen mehr, dir aber kommt bald wieder alles Gute. Bampfe. Mir gleichzeitig 12 Euro herwerfe, das will ich nicht. Leider Gottes ist ein Superchat. Ich weiß nicht, ob man den jemals wieder zurückkriegen kann oder nicht, falls ja, tu es. Du kannst nicht bringen, dass irgendwas schlecht ist und finanziell und überhaupt und sonstiges. Das geht mir ja nicht so, was los ist. Zähne zusammenbeißen, durchprügeln. Und mir nicht 12 Euro herscheißen. Stop it. Stop it. Danke dir selbstverständlich und Ohren steif halten. Ich sitze schon wieder herin wie der Quasimodo und am Kreuzweh und schwitze wie ein Arschloch. Du weißt, was wir da müssen. Flackerndes Licht, spiele mit dem Licht. So haben wir es kaputt gemacht. Aber ein Achievement haben wir gekriegt. Da links auch am Boden. Und die vorher schon da? Na, oder ist ein paar mehr Hangman gespielt worden? Corazons schreibt im Chat jemand, dass das Herz heißt. Das weiß ich nicht, heißt Corazon, heißt das Herz? Corazon Romper heißt Herzbrechen. Pause. Keine Ahnung. Wahrscheinlich heißt das
Naja, gut. Das ist zumindest nur mehr ein Fleckerl. Mehr wissen als jetzt gehe ich einfach nur mit Zucker, also ich weiß ja auch nicht. Das sind so diese Don't you miss when the world had logic? When the walls were familiar and the corridors led somewhere? But for some reason you decided that wasn't the truth. And look at it now. The world bends, stretches, breaks down. And yet, you keep walking. Alles klar. Hat's da was mit dem Flackern zu tun? Ich weiß es nicht. So. War eigentlich fest davon überzeugt, dass wir da aufgekommen sind und dann sind wir da aufgekommen. Von der anderen Seite sind wir runtergekommen. Dann gehen wir da einmal unten. Gehen wir da lang, was weiß ich denn? Dass der Erzähler triggert wird, ist auf alle Fälle schon mal nichts Schlechtes. Das Ding hat sich jetzt schon kreiert, oder? Boah, komm, leck mich! Boah, leck. Boah, leck. Alter, leck mich am Arsch! Was sind, wenn wir uns einfach umdrehen und... Boah, du miese... Was ist denn das für eine miese Scheiße, Alter? Kruzifix! Schiebt deine Atmosphäre Horror sonst wohin! Ich lass mich jetzt erwischen, ich sag das, was ist. Was? Boah, ist das mies, Alter. Boah, ist das... Er tut uns anscheinend nichts. Boah, ist das mies, wenn wir mich verfolgt werden. Oh no. Oh no. Huh? Actions have consequences, and yours do nothing but tear Ich everything laufe jetzt einfach mal. apart. Don't think I haven't noticed. Level laden? Was zum Fickboss? Wow! Interesting. Oh komm, Alter, leck mich am Arsch. Ich sag's wie es ist, ich hab nicht damit gerechnet, dass ein Spiel ohne Jumpscares so eine Hölle sein kann wie das hier. 22, ein Mund voll Sand kann nicht schreien. Ah! Was, Kapitel 22?
Ach. Aha, Münzen. Ich nehme die Münze. Schnell zur Münze. Ich gehe zur Münze. Ich weiß nicht warum, aber da ist die Münze. Super. Ah! Ich hab keine Taschenlampen mehr und ein Inventar habe ich auch nicht mehr. Doch, das habe ich schon noch. Aber meine Taschenlampen geht nicht mehr. Oh, lecker, Alter. Was? Bin ich jetzt gestorben oder? Oder geht das so? Ich geh jetzt meinem Sound entgegen. Oh. Ich zähle mal einen Doppelt. No geht der Tippkanter. Ich hab zwar mit dem Jahresmatch schon angefangen. Aber solange ich noch nicht fertig bin, die Zahl vom... Da ist was. Weine nicht. I have witnessed too many times how your world crumbles when you dig where you shouldn't. And it is sad when you think you can climb the rubble. Because the truth is that most of you end up screaming under it. Oh, Topfkante hat wieder nicht gekantet, gell? Hab schon. Aber mit dem Sound nachgehe ist, glaube ich. Da ist was. Was haben wir da? Das ist wieder so unsere Frau. Anscheinend. Mach den Radio jetzt aus mit dem Oh no. Ich laufe ins Licht. Ich laufe ins Licht, bevor das... Nein, ich laufe ins Licht! Nein! Ich bin schon fort! Hör auf! Hör auf! Wo ist das? Okay, wir haben einen... Das ist You offen. owe too much to your pets. Jetzt wird's dann richtig asozial, gell? Oh shit, jetzt gingen meine Augen auch noch zu. Muss das jetzt schnell auch noch gehen, oder was? No. Ich hab keine Zeit jetzt für ihn, no. Ja, ich sehe ein Radio, ich sehe das Licht. Nicht. Oh shit. Oh shit. Ich kann... Ja. Ich komm. Ja, gib uns das Ding. Komm her. Komm hier hin. Komm her. Komm! Na, was ist denn? Ich krieg einen Schlaganfall. Flashbang! The third one was, very painful. For years, Mr. Button and I were, inseparable. We adopted him after losing Isaac. And at first, I felt him as a replacement. It was horrible. But over time, he became much more than that. He filled the void I didn't know I had.
He was basically everything to me. To the point that I needed him more than he needed me. Despite his tiny size, he always protected me. And that reminded me a lot of Isaac. God. I miss him so much. Das Voice Acting ist wirklich on point. Der dritte Schatten, befreie das dritte Licht. So, jetzt haben wir noch ein Licht. Imagine Sound. Los. Was tust du, wenn du kein Headset hast? Stop it! Was ist denn mit dem Spey, oder? Vom Lärm ertränkt. Oh. Eine und links. Rückwärts. Ich tue nix. Das, Moment mal, das war der Anfang, oder? Das war die erste Sache, die wir irgendwo gesehen haben, diese komischen Feuerwehrdinger. Außerhalb des Bereichs. Telefon. Ach, das kleine Ding fährt mit übereinander. Ja, und jetzt? Das Vorwärts kann ich auslassen, dann kann ich drauf vorbeigehen. Aber das hilft mir nichts. Vielleicht dem Sanker hinterherlaufen, ja. Hab schon auch so eine Idee, das hab ich mir auch gerade gedacht, weil der kann ja da um, weil jetzt kommt er nämlich wieder. Und jetzt gehe ich dann in rückwärts rein, wenn er hier hinten wieder ankommt, deswegen fährt der da also eine komische Kurven. Warte mal. Jetzt, wenn er einer fährt, muss man ein wenig einer fahren. Probieren wir jetzt einfach mal aus. So, jetzt. Da bleiben, Bubi. So, da lang. Na. Auf das Auto aufstehen, meinst du? Aber das ist doch schnell. Lass uns einmal ganz herfahren. Kann ich mir, das können wir ja an dem Auto ausprobieren. Kann ich mir auf das Auto, ich kann ja nicht springen und nix. Ich
Ich kann mich nicht aufs Auto aufstellen, das kann mich bloß schirmen. Weil das war eine komische Mechanik. Jetzt pass auf. Müsste das Auto jetzt nicht eigentlich vorwärts fahren? Luke schreibt, doch kannst. Ich sag, nein, kann ich nicht, da kann ich. Aufsteigen, jetzt warte mal. Warte. Nein! Bleib da jetzt. Ach, weil mir das scheiß Auto da ja, ich versteh's schon. Ja. Kriegen wir schon. Chill. Machen wir so, dann laufen wir da wieder. Tatsächlich kann man sich aufs Auto aufstellen, aber springen kann ich nicht. Hab jetzt nicht damit gerechnet. So, einen brauchen wir. Da geh her, da geh zu mir. Da geh mir. Okay. Okay. Das ist wahrlich eine seltsame Mechanik. Aber die beantwortet mir was? Ja, freilich kannst du mich fahren. Okay. Schnauze jetzt da drin mit einem... Tür öffnen. Mein Gott, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt für ein Clusterfuck? Hm? Das ist wieder so ein blauer Rahmen, ich geh jetzt mal da hin, dreimal anrufen zu müssen, um den Hammer fallen zu lassen, ist vielleicht zu verwirrend. Lol. Wow, even he's broken. You shouldn't have listened to him. Soundbugs sind auch geil gemacht. Es ist Handcore, aber probieren wir es mal mit Tür öffnen. Wieder mit Tür öffnen. Aber es ist rot, es ist kaputt. Was zum Fick? So schaut in der Unreal Engine normalerweise der Player Pill aus. Also der Gehen wir mal da auf. Was? What a mess. But look at you, in a very human attempt to go back, thinking that all your problems will be solved. I can't blame you for wanting to go back to the house, to the routine where everything was simpler, where you were safe. Jetzt hört man keinen Sound mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das ist wieder da. Also wir gehen wieder zurück zum Anfang und die Fehler und so, das kehrt so. Das ist Absicht. Okay, You can keep banging on the door all you want. No one is going to open it from the other side. Wix. After all, you're here. Prolog? Was zum Fickel?
Man bemerkt hier oben keine Dinge. Was? All this odyssey to end up here again. It's not working, is it? I don't know what you expected by breaking everything. We wait for another. What do you call it now? Deus Ex Machina, maybe? You know, the help you've been getting all along the way, I guess you've noticed. Ich hab keine Ahnung. Was sollen wir jetzt tun? Was? Exactly. Oh no, this is the guy's blim smiley face. Vogel? Here you are. Catch it. Was zur Scheißhölle? Nein. How about no? Was dran? Hm? Komm mit mir, Bro. Show some respect. Was? Ich kenn mir überhaupt nichts mehr. Was haben denn diese Horrorspielentwickler eigentlich für Crack geraucht? Dass man sie... Jetzt hätte ich auf Ja drücken sollen wahrscheinlich, aber was dann kommen? Da müssen wir jetzt mal von vorne fahren. Lights, camera, action. I didn't expect to see the insides of Samuel's world. This place definitely doesn't seem to be comfortable with your presence. Titel auslösen. Nein, es wird keine Errungenschaft geben, den ganzen Film zu sehen. Herr Geis, mir ist für 78 Monate. Ist aber zu spät, gleich zum Stream vorne schauen. Sie tun gut daran. Das ist heute, glaube ich, auch die stärkste Folge. Merci dir übrigens. Can, mir ist für immer 20 Minuten. Ich hoffe, du bist noch da. Hast dein Zimmer schon dunkel oder fürs... Hast dein Zimmer schon dunkel oder fürs Feeling? Ja, ich leicht in der Finstern, damit sie mich besser sehen könnt. Es gibt jetzt ja und der fragt.
Ja, ich leicht auch golden in den Roundhouse-Kick mache. Und ich krieg dann so Flammen wie Super Saiyajin so mir und um. Titel auslösen. Das ist aber ja jetzt hoffentlich nicht ihr Ernst. Oh. Die Bude war aber noch nie oft. Das ist nicht Kapitel 3. Was steht da? Freitag. Was ist da? Lass mich. Schlüssel. Also hätte ich auch wieder übersehen. Ich sag's wie es ist. War nicht anwesend. Er hätte mich jetzt wieder erwischt. Vielleicht wieder, wenn wir ganz oft draufdrücken. Trau ich nicht. Meininger mehr wird entwickelt. Ich hab vielleicht Apps geraucht, aber das Spiel ist schon ein bisschen seltsam, oder? Ich sag's, es ist das Spiel, ist eines der besten Horrorspiele, die wir jemals gespielt haben. Merci nicht. Ja, jetzt sind da auch 3 Dinger weiß, nicht bloß 2. Ja, es ist schon ähnlich wie Kapitel 3, aber es ist nicht direkt Kapitel 3, oder? Die ganze Glitscherei war nicht. Was wir mir gern vergessen, weil da jemand gerade schreibt, der Aslagan schreibt, Top 3 mit Madison und Visage. Was wir da gerne mal vergessen ist, der Beast Inside. Das war auch ganz schön gut. Das hatten wir schon mal. Da müssen wir 4 bis Freitag und dann ist irgendwas anderes, oder? Routine was not a prison. It was a refuge. Monotony was a shield against the horrors locked inside, Samuel. But you insisted on breaking it. You insisted on seeing. And now you can't stop seeing. Der Beast Inside, was das nochmal war, da kann ich mich bloß an einen Jumpscare erinnern, wo wir in so einer Holzhütten in den Holzkeller runtergingen und dann vor uns der Geist ins Gesicht. Das war sehr, sehr, sehr am Anfang. Das war glaube ich sogar noch war das vor Visage noch? Nein, Visage war einer der ersten Spiele, die wir überhaupt gespielt haben. Das war direkt nach Dead Space. Das war alles 2019, keine Ahnung. Also wir müssen auf alle Fälle zum Freitag. Sehe ich das richtig? Das ist dasselbe Konzept nochmal. Nach Visage vor Madison, aber weit vor Madison. Oder der Clip, wo Birger nicht gesehen hat, dass der Geist hinter ihm stand. Den müssen wir ein bisschen zeigen. Und jetzt steht da ein Tag ändern da unten. Toll. Es ist ein einziger Durcheinander, die Chemie stecken nicht aus. Dem unendlichen Flur sollte nichts hinzugefügt werden. Keine Ketten, keine Objekte, keine Zeichnungen. Hier sind nur Türen und alles sieht gleich aus. Temposteiger. Oh. If you keep going towards the light like a bug, you may have the same fate. Normal mit Animation zum Öffnen halten, teleportieren geschlossen. Was zum Fick? Tod auslösen? Nein, das tun wir nicht. Geschlossen. Da ist ein Dreieck dran. In dem Teleportieren. Die Entscheidung findet die Erinnerung, die nicht dorthin gehört. Haben wir jetzt wieder durch Dusel aus.
Also nur mal die Soundfehler liegen nicht an euch, das ist das Spiel. Ich geh jetzt einfach mal links auf, was weiß ich nie, oder? Das ist von der Demo, das war aber im Ernst? Ich erinnere mich nicht mehr. Only one way, help me. Ich sag das, was ist, ich erinnere mich nicht, weil so viel so ähnlich ausschaut, aber natürlich erinnert ich mich an die Ketten und den ganzen Blödsinn, aber was da passiert oder was da war, das werden wir nicht wiederverwenden. Wir haben doch gesagt, die Demo würde eine eigenständige Erfahrung sein. Da ist sie richtig was denkbar in dem Spiel. Das so. There is something tragic about an unfinished scenario. As if the world had given up before it finished creating itself. Or as if the protagonist had given up before even trying. Dürfen Sie es aber nicht übertreiben, weil jetzt verliere ich langsam die Furcht. Version verworfen, wir haben uns für das Mausoleum entschlossen. Es ist geil gemacht, als hätten sie selber, also der Entwickler selber, während dem Spielmachen einen Verstand verloren. Das ist richtig gut gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein richtig narrischer Scheißdreck. Jetzt wird alles schwarz-weiß. Tod auslösen. Da hinten ist der Typ auf der Treppe. Kranken verworfen, Zeichentest. Ja, ich springe jetzt einfach mal, ist hilft nicht. Lol. Oh, da steht Schloss 1, 2, 3, 4. In dieser Truhe ist nichts. Möbel verworfen. Telefon, Radio. Lichtschalter verworfen. Was zur scheiß Hölle passiert denn hier? Schloss, in der Truhe ist nichts. Das muss ich wissen. Es ist nichts drin, das ist richtig. Was zum Teufel? Lichtschalter verworfen. Oh, um ehrlich zu sein, ich wundere mich von Anfang an, warum es keine Lichtschalter gibt. Die gibt es in jedem Spiel. Holz. Das sind die verschiedenen Soundtests. Steht sogar Toten. Glas. Blut. Metall. Gras. Gibt's nicht und Wasser gibt's auch nicht. Jetzt mit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist das noch richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also wenn wir gemeint haben, die anderen Spiele, die wir... Kampftests verworfen. Kampftests? Die anderen Horrorspiele haben wir wegen einem Batscher, dann ist aber das... Da war jetzt zu die Kampftests gegangen, aber da gibt's keine. Vor allem das da am Schluss aus ist, wieso Säge, wieso zeigen sie uns diese, warum ist da hinten ein riesengroßes pinkes Schweindel? Da ist ein riesengroßer Aff! Ach du Scheiße, Alter. Geh mir jetzt da bald mehr raus aus dieser Pimmelbude da. Na, jetzt ist die Treppen hin! Ein Geleck! Ein Kruzifix. Alle Hindernisse im Spiel müssen überprüft werden. Das ist so gut gemacht. Diese Tasse. What is it that motivates you to continue? By now you should know that everything is broken. There is no script anymore.
Zurückblick, das schaut so krass aus mit den Tieren, das habe ich so in einem Spiel noch nie gesehen. Natürlich einmal mit Umhängen und Mäntel und so ein Schmarrn. Du hast denn du da unter dem Deckel? Ich muss gar nicht wissen. Schweben, verworfen, Tür schließen. Das ist richtig narrisch gut gemacht. Aber ich check überhaupt nichts, was das jetzt soll da. Das nimmt also ein bisschen das Horror-Feeling. Also jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das, vielleicht ist das Absicht. Fortsetzung. Flori, grüß dich, Alter, zurück, merci für den Zwickel. Donation-Verbot während die Horrorspiele. Flashbang! Flo, merci dir. Ich glaube, es ist Absicht. Ja, ich trau dem Spiel auch nicht. Oh, da ist ein Loch. Außerhalb des Bereichs. Na gut, dann schieben wir doch einmal die Kugel da rein. Fix muss ich da sofort hinten nachher. Und zack, bumm, was? So. Da muss ich sofort hinten nachher, dann ist nämlich das Kastel kurz rot und dann können wir da oben springen. Los. Und gleich hinten nachher droppen. Schnell. Und schon haben wir da. Was wir noch nicht erzählen, dass das die letzte Seele ist. Flashbang! The last time, I keep thinking that maybe it was my fault for not calling the ambulance quicker, for not knowing how to give first aid. And I know I've been told I couldn't have done anything, but that's exactly what scares me. To have been there when he was dying and not doing anything, just watching my father's face struggling as his heart broke. I don't know. For me, everything is pretty dark since then. I think I need help. Das ist ja mal ziemlich anstrengend, wenn das auf einmal so hell wird. Der vierte Schatten! Befreie das vierte Licht. Jetzt durch oder was? Das kann ich nicht glauben. Ich check überhaupt nichts. Und jetzt? Das ist eine Notiz. Okay, Jay. Und jetzt halt? I'm not sure there's a way out this time. Thanks to you. Ich gehe jetzt einfach mal. Oh Gott, den Stuhl finde ich nie wieder. Ich laufe einfach mal in die Richtung.
The story is over. Why are you still here? Hallo? Laufen wir mal weiter. Das kann doch nicht das Ende sein. Das kann ich nicht glauben. Wobei, zu zum Trauen weiß ich nicht. Die haben so viel narrischen Schmarrn in das Spiel eingebaut, dass das Spiel hat sich auch schon selber mal zugemacht. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was wir tun müssen. Den Stuhl, von dem wir losgelaufen sind, den finde ich sowieso nie wieder, da brauchen wir gar nicht anfangen. Hallo! Sprinten. Gibt's irgendwie Spuren am Boden? Nicht, ihr seht ja am Boden genauso viel wie ich sag nix. Glaube ich. Hallo? Das kann doch nicht in Ernst sein jetzt noch. Das wird es einfach gewesen sein, das glaube ich nicht. Stehen bleiben und dran. Also, ich meine, da hat was blitzt da. Das keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Absicht, dass wir da eine Zeit rennen. Ja. Anomalie schreibt, nein, ist noch nicht aus. Also irgendjemand weiß ja Bescheid. Ob es aus ist oder nicht. Aber ich weiß nicht, was man zum Tor hat. Ich laufe halt einfach. Was da denn sonst? Bist in der eigenen Dunkelheit gefangen? Vielleicht dein Licht aus und umschauen? Also ich sehe es nicht, aber ich drehe mich im Kreis. Okay, vielleicht drehe ich mich am Boden. Kann nur her sein. Was passiert denn, wenn du das Spiel beendest? Lacht er dich dann aus, dass du gescheit bist? Das ist ein guter, Mr. Flixer ist ein guter Punkt. Wenn's diese... Jetzt sind wir alle vier um. Unsere Augen gingen nicht zu. Jetzt gingen es zu. Ich wehre mich mal nicht. Obwohl ich vielleicht... warte mal. Und es sein, dass der Sturm immer stärker wird, je mehr so Seelen, das wir finden. Jetzt gehen wir mal nur mit zu dem Ding dahin. Flashbang. Ich habe einen Geist gesehen. Laufen wir mal zu dem zweiten. Das
Das haben wir schon mal gehabt, da habe ich aber den zweiten nicht gesehen. Da war also beschissen, sein Blick war voller Verbitterung. Sein Blick war voller Verbitterung. Flashbang! Einen Moment lang dachte ich, er würde etwas sagen. Ah, das ist die letzte. Die ist weit weg, die sitzt am Bohnenend. War das beim ersten Mal? Wir haben heute ja da schon mehr gegangen, da haben wir den zweiten aber nicht gesehen. Vielleicht habe ich in die falsche Richtung geschaut, das kann natürlich auch sein. Warte mal. Doch ich blieb stumm. Super. Oh. Willst du hineingehen? Ja, wenn uns nichts anderes übrig bleiben, hätte ich gesagt. Na, du hast heute allein 2 von denen befreit, das stimmt. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir letzten Montag schon ganz kurz vor der 3. waren, aber da haben wir heute doch nochmal eine gute Dreiviertelstunde hingespielt. Wenn wir jetzt wieder vor dem Spiegel stehen, dann flippe ich aus. In the end, you got your way and managed to reach the other side. Was that really what you wanted? No, not yet. You are not on that other side. You are behind the darkness, beyond what a human is capable of comprehending. A place born of the spilled black bile of the sorrowful, where those tired of suffering hide, like Samuel. I find it hard to believe that you don't know, after all you've done to get here and disturb one of my guests. Of course. There are things in the dark that cannot be seen, and yet they are there. And somehow, you saw someone. Precisely. Everything is broken because you saw what you shouldn't have. But don't worry. I'm not the one who gets angry. On the contrary. The truth is that I appreciate those who come here, no matter what. Das weiße Menschgeld, das da umeinander läuft. Are you sure it was me? No, I don't think you could take it. Again? I am one of the many voices you hear in your head. I can be the narrator, the ghost, the monster, the god. I am whatever you need me to be, so I can be your complete destruction, or your most precious companion. It's up to you. Are you? I am simply me, just as you are you. Everyone in this world lives in contradiction, even those you call gods. Samuel's life is a great example of this, full of half-truths and half-lies.
What if I told you that the one who has helped you and the one who has hindered you are the same person? Does that make sense? Or is it paradoxical? The truth is that the answer doesn't matter. They are both real. That's interesting. Because that who actually includes a lot of things. It includes you. Oh, it's time. Ich komme wieder rein. Und jetzt gehen wir ins Nichts hinein, oder was tun wir jetzt? Luke, seit 20 Uhr. Wie immer, der klar. Nicht so viel Flashbang. He's here. Wer ist hier? Ist das bloß ein Ohrstrich oder was? Nein, da. Verstehe ich nicht. Finally, you are face to face. I imagine it must feel strange, almost like a phantom limb. But I must confess, I've always loved this moment. You never know how it's going to end. So, go ahead, Samuel. What do you have to say? Go on. Tolle Option. Also wenn das in unserem Kopf alles passiert ist, dann kennen wir wirklich nimmer. Mein Bruder ist gestorben, ich habe Isaac nicht getötet. Was? Mein Hund ist gestorben. Press F für Mr. Button. Mein Vater ist gestorben. Jeder, den ich liebe, verlässt mich irgendwie am Ende. Warum fühle ich mich so schuldig? Stop. You shouldn't say that. I can feel the pain, and therefore understand where these statements are coming from. But I can also feel the doubt in them. So be fair. Mr. Beamdausen, See? mir zu dir. Something as simple as doubting can drastically change the perception of things. Say it.
I see. I find it very interesting to see someone who manages to get out of this place after facing his fears. But I feel the need to make an observation, Samuel. You were never alone, and you never lost your dreams. That's why you made it this far. I have nothing to add, but you should take the opportunity to say something more before you leave this place. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich nach der ganzen Geschichte eventuell eine Traumabewältigungstherapie brauche. Was zum Fick ist... Wo haben wir jetzt? Was zum... Aber was hat's mit denen Geistern auf sich? Also, ich hab eine Theorie, da reden wir drüber, wenn wir durch sind. Kann nicht schneller gehen, falls ihr euch schon wieder beschwerden so jetzt. Was ist denn diese da? Take care, Samuel. Until next time. Jetzt singen wir auf einmal unsere Arm und so. Broken Bird Games. Steht da hinter mir. Ich lese vor, falls das die ganze Zeit auf der linken Seite. Unser Bude ist leer. Bodja Corvo. Das sind jetzt wahrscheinlich die Entwicklernamen. Es steht Kopf umeinander. Miguel Guban. So, hier Lichtschalter. Verworfen. Oliver González. Alexia González. Oh, Schlüssel. Juan Barro. Ich kann, was weiß ich, wie man spanische Namen ausspricht. Jetzt haben wir das ganze Spiel auch nicht gesehen, unsere Finger und so. War alles hier drin wahrscheinlich war. Aber in einer Flashbangerei kann sie mir aufhören. Entschuldigung, jetzt habe ich einfach ins Mikrofon gehabt, Verzeihung. In Erinnerung an all unsere Lieben, die von uns gegangen sind, das habe ich mir gedacht. Wow. Was zum Ficken, den Fick, Alter. Luto, beende das Spiel. Tut mir leid, da kann ich nicht mehr... Alter, hat das jetzt am Schluss noch schnell... What? Und es ist Punkt 5 vor 10, schau dir das an. Da muss man jetzt einfach, da muss ich jetzt kurz mal, das ist, ich weiß nicht, ich habe Pipi in den Augen, ja, das nicht unbedingt, aber mir läuft ein bisschen eiskalt am Bugel, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Vorher habe ich irgendjemand auch dazwischen gelesen, da kommt bei mir einiges hoch. Freunde der Sonne, das geht mir relativ ähnlich. Wow, ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal ein Spiel... Fällt mir weniger kitschiges Wort ein, wie berührt hat. Wahrscheinlich nicht.
Normalerweise trifft mich so ein Pseudo Traumafall. Jeder verarbeitet in irgendwelche Horrorspiele oder irgendwelche Traumas. Das hat mich noch nie so erwischt wie hier. Keine Ahnung wieso. Bin ich alt genug, damit ich es nicht verdränge? Mittlerweile ist einfach nur verdammt gut gemacht. Vielleicht ein bisschen was von beidem. Der Steve schreibt was Interessantes, also der Weg zur letzten Seele hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen. Das habe ich auch gemeint, bis er am Schluss mit diesem Gespräch dahergekommen ist. Puh. Eines der besten Horrorspiele, die wir jemals gespielt haben. Kann man das als Horrorspiel bezeichnen? Sicherlich ist ein Horror Walking Sim. Die brauchen wir nicht mehr. Sicherlich ist ein Horror Walking Sim wie alle anderen auch. Aber faszinierend, wie viel man mit Sound und Atmosphäre machen kann. Es hat nicht viel Jumpscares gegeben. Und die ganze Zeit 5-6 Stunden lang bin ich umeinander gerannt und hab mir gedacht, ich kann mich in der Demo noch an eine Sache erinnern, wo dieser Scheißgeist rückwärts die Wand aufgegraben. Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Und ich glaube, das war in dem langen Türengang. Glaube ich weiß wirklich nicht mehr. Nicht einmal hat sich dieser Scheißgeist bewegt vor meiner Nase. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Es beschreibt psychische Krankheiten. Thank you for playing. Danke fürs Machen. Und das Spiel drückte in den Sitz hinein. Fast von Anfang bis Ende. Ich sage jetzt einmal so 4 von 6 Stunden drückt es den Sessel ein. Es hat ein paar richtige Schrecker, nicht zu viel, also auf gar keinen Fall zu viel, aber auch nicht zu wenig. Der letzte Teil ist ein wenig fragwürdig, zugegeben. Das ist eines der besten Horrorspiele, die wir jemals gespielt haben. Schau dir das zweite Ende nochmal an. Nö. Was ist denn das jetzt? Passend zur Jahreszeit. Momentan haben viele mit Depressionen zum Kämpfen. Das, ja, ich werde mich auch wieder im Februar ungefähr, werde ich mich auch wieder hersitzen und werde umeinander jammern. Ich kann sagen, was findest du denn? Komm mal. Was ist denn jetzt das? Nö. Ja, Zinnis. Was? Aber den Topf lassen wir 10, was? Ich stehe auf 571. Hm? Jetzt hat 571. Was auch immer das war jetzt, oder? Das war so ein Minispiel von vorher gewesen, oder? Ja, 3D, ja, hat mich auch ein bisschen an 3D-Pac-Man erinnert, wo man so kleine Punkte sammeln muss und du wirst von einer Spinne verfolgt. Du kannst mich am Arsch lecken mit einer Spinne. Tschüss. Nix. Ich hab genug gelitten! Am Horror Oktober ist um Punkt 10 Schluss! So schaut's aus! An alle.
die sich nach dem Gameplay immer schleichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war wirklich ein grandioses Spiel. Das ist das letzte große Horrorspiel, von dem ich weiß, das für den Horror Oktober geplant war. Alle anderen müssen leider Gottes erst ein Erscheinungsdatum kriegen. Und ich hoffe, das haut hin bis nächstes Jahr. Wenn es euch getaugt hat, Like da lassen, das würde mich sehr freuen. Abo da lassen an alle Neuen. Vielleicht haben wir ja neue Zuschauer da haben wir in den letzten paar Streams immer wieder ein paar da gehabt. Abo-Button smashen. Glocke kontrollieren. Dankeschön. Und da drücke ich jetzt zurück aufs Desktop. Spielzeit 5,7 Stunden. Das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen lang. Was gebe ich dem Spiel jetzt für eine Wertung? Ich bin immer nur am... Mein Kopf ist noch ein bisschen am... Gibt der Bürger 10 von 10? Nein. Madison ist ein 10 von 10. Das Problem ist, ich weiß nicht, mit was ich Luthor vergleichen soll. Es gibt kein Spiel, das ist wie Luthor. Ich dachte, man, für das, was jetzt da am Schluss noch in mir ausgelöst hat, kriegt es einen 8er. Ansonsten kriegt es einen 7er. Wenn ein Jumpscare da war, dann war er nicht so krass, wie ich das normal gewohnt bin. Ich erinnere, und da habe ich für immer und ewig habe ich die Verfolgungsjagd von Blue Knees in Madison im Kopf, wenn der in den Nacken gekommen ist, was da für eine Gaudi und für eine asoziale Musik dahergekommen ist, so ist man nie wieder. Eiskalt am Bug, glaube ich, gelaufen wie da. Und nie wieder bin ich so schnell im Panik-Mode gewesen wie in Madison. Nie mehr wieder. In keinem anderen Spiel, das ich jemals irgendwo gelangt habe. Am Ehren noch mit Hellblade. Ja, stimmt, an das erinnert es mich die ganze Zeit. Muss man aber auch erzählen, Hellblade war nicht schlecht, es war aber auch nicht richtig gut. Seien wir uns ehrlich. Für das, dass das wie lange hat, das hat ja bloß einmal 6-7 Stunden gedauert oder so. Für das, dass das jahrelang in Entwicklung war, das hat super geil ausgeschaut, ja. Aber so war es ein bisschen... das hat schon bei... Aber da hat ca. 105 Mal beißt, das ist richtig. Und für den Lüfter, der Lüfter kriegt 10 von 10. Foxler, wenn du einen ähnlichen Mindfuck willst, zieh dir mal Pony Island an. Ist das ein Film oder ein Spiel? Pony Island ist ein spannendes Rätselspiel in Verkleidung. Du befindest dich in Limbo, gefangen in einer bösartigen, defekten Arcade-Maschine, welche vom Teufel persönlich entwickelt wurde. Es ist kein Spiel über Ponys. Müssen wir uns wieder mal... Irgendwas, was kann, was so geht? Nö, passt schon. Machen wir so, machen wir so. Achtung. Merci Foxler, Schluss mit der Rundunetterei. Fang mich! Fang mich! Fang mich! Das ist der erste Eindruck, den ich habe. This is not a game about ponies. If you want to escape, you must do as I say. Welcome to Pony Island. Loading complete. Mal langsam, was steht da? Escape, Julie, do you understand me? Who are you talking to? Da rauchen wir aber vorher ein oder zwei. Oder? Sonst, glaube ich, muss ich vorher ein Hint voll groß geraucht haben, damit ich weiß, was gerade passiert ist, oder? Aber da hat jemand, warte mal. Der Serbini hat geschrieben, ist ähnlich sehr zu Inscription, aber mehr in Richtung Point-and-Click-Adventure. Von Inscription habe ich, bis wir es einmal gespielt haben, auch nie gewusst, was ich da verhalten soll. Und habe mir so gedacht, so,
was soll das denn sein und so. Und dann war das richtig narrisch gut. Du musst nochmal Inscription spielen, das hat genauso ähnlichen Twist wie Luto jetzt. Da habt ihr mir damals schon gesagt, dass da unbedingt fertig spielen, weil da noch bestimmte Sachen passieren und so weiter und so fort, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und es ist eigentlich ein Kartenspiel. Mr. Foxler, kommt mir auf die Wunschliste. Irgendwann muss ich mal irgendwas spielen, was mir die YGS Foxler und Wölfchen vorschlagen. Ich weiß nicht, wann das Wölfchen endlich einmal durchtrat und mir nahezu dominahaft befiehlt, endlich Moss zum Spielen. Das ist was, das kann man, warte mal. Ich glaube, warte mal. Moss ist wirklich hinzugefügt am 21.10.2019. Das ist das erste Spiel, das noch übrig ist von damals in der Wishlist. Wer nicht weiß, was Moss ist, schauen da an die Trailer. Zeigt man da was? Ja, meinen zweiten Trailer nicht, der dauert bloß 50 Sekunden. Moss ist ein VR-Game, also mit der Brille. Das ist eventuell was für nach dem Horror-Oktober. Warum? Erkennt's gleich. Echt, nur der Bernie und Miss Snow, sonst keiner. Und Steffi, sonst keiner. Oh, schau, wie es läuft. Mein Gott, den haben wir uns schon lange nicht mehr angeschaut, Wölfchen, und ich weiß genau warum, weil jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, warum spielen wir das eigentlich nicht? Weil ich wirklich glaube, weil das wirklich, glaube ich, lustig, oder nicht lustig, blödelmäßig ist, sondern weil es, glaube ich, ein liebes, schönes Spiel ist, das nett gemacht ist und das wahrscheinlich richtig gut ist. Zur Erklärung, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, man steuert die Maus nicht selber. Die Maus ist dein Kompagnon. Die, glaube ich, tut selber. Und du bist wie bei Black and White, das ist wahrscheinlich zu alt, das kennt kein Mensch mehr, in so der Obensicht mit deinem und kannst die Umgebung verändern, sodass er umeinander hupft und weiterkommt halt. Glaube ich bin mir nicht ganz sicher. Und warum sind die Alias-Ad wieder da? Das stimmt. Warum meinen die auf einmal wieder da? Dafür ist Werbung im Chat weg. Ich bin nicht empfänglich für so süße und Cuteness-Overload-Dinge. Birgit, wieso nicht? Schäme dich nicht deiner selbst. Verarbeite dein Trauma gefälligst wie ein Mann. Und red nicht drüber und halt's Maul. Wölfchen! Also wenn du eine Peitsche brauchst, lässt sich ein... Schnell schalten wir wieder um. So, das war's wieder mit Moss bis 2029 dann. Schluss jetzt mit euch zwei umeinander donaten. Der Schluss. Nope, Chat-Werbung gibt's noch. Na verdammt. Na, Werbung war schon ein paar Mal da. Nee. Klingt nach einem guten Konzept. Ja, es glaube ich ist ja wirklich ein spannendes Konzept, was halt nur in VR funktioniert, gescheit, glaube ich. Aber es ist halt wieder VR. Aber ich glaube, da kann ich sitzen bleiben diesmal. Shroom and Gloom. Irgendwie fühle ich mich nach dem Spiel wie, wir können hier nicht stehen bleiben, das ist Fledermausland. Ja, das trifft's. Was? Es gibt Chat-Werbung? Ja, Flash, ja. Noch nicht, hast du noch keine Chat-Werbung gekriegt, dafür hast du den neuen Player. Ich glaube, dass man mir gerade in 5 Teile in der YouTube-Zuschauerschaft aufteilt werden. Manche kriegen im Chat Werbung, manche kriegen keinen. Manche kriegen schon den neuen Player, ich habe ihn zum Beispiel nicht. Etc., etc., etc. Der HIKP2BI schreibt, wir brauchen Five Nights at Freddy's Bier. Das haben wir letztes Jahr schon ausprobiert, das war die schlechteste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Der Moment, wenn es gespannt 2029 ist, näher wie 2019. Das ist richtig. Nein, Leute, wo sind die Daumen? Peitschenknall, ne? Das, was der Hamelkind sagt. Premium regelt. Same hier. Boris schreibt gar nichts. Ich habe mir aus dem Grund Premium geholt. Wegen der Chat-Werbung. Das ist dann natürlich nicht. Dann sitzt aber das Geld schon auch locker.
Also um Gottes Willen, das war jetzt nicht irgendwie ein persönlicher Angriff, dass du Premium kaufst. Also ich hab's auch schon seit über 3 Jahren. Ich blockiere einfach jede Werbung, gerade mit Fleiß wird nichts gekauft. Wie heißt die gute Spur nochmal, wo man Piraterie betreibt und das noch 80 Euro Ich schleiche mich nachschaus gehabt, mein Schädel explodiert schon den ganzen Tag, deswegen war ich im Lurk gut, Nachtleid, schlaft's gut. Herr Müllschuster, ich darf nicht so laut sein, das tut der Migräne nicht gut, schlafen's gut, machen Sie den Chat zu, nicht mehr in den Monitor einschauen, nicht mehr im Fernseher einschauen, mach's Licht aus, nimm einen Kaffeetabletten und schlaf gut. Haben Sie sich hinein. Darf ich mich nochmal mit meiner Spurempfehlung wiederholen, das darfst, aber wir schauen jetzt nicht noch mehr Spiele an. Was das tust, das schreibst du am besten schreibst du es ins Discord rein. Zum Glück wird es mittlerweile anerkannt, nicht wie vor 15 bis 20 Jahren gefühlt. Was denn? Redst ihr von Depression etc.? Ich glaube, dass da das größte Problem ist, ich war noch nie so weit, glaube ich zumindest. Ich glaube, dass da das größte Problem gar nicht das ist, dass nicht anerkannt worden ist, sondern das auch natürlich, und die anderen Hälften aber schwierig ist, vor allem glaube ich beim Mana ist das ein großes Problem, damit außer zum Rucker gegenüber jemand anderem. Das tut er Mo genau einmal. Einmal tut er das. Und wenn er dann von anderen Seiten nicht ernst genommen wird oder ausgelacht wird oder sogar noch verarscht wird oder sonst irgendwas oder das nicht irgendwas, dann macht das nie wieder. Nie wieder. Gegenüber egal wem. So denken wir sie zumindest. Zugeben und einzugestehen ist, glaube ich, wieder ein anderer Schritt. Ich habe ein paar Jahre mal in Discord was geschrieben und bin der Black One, dann bin ich runter vom Discord. Wenn das bei mir passiert ist, dann tut mir das richtig leid. Wer auch immer das war, weißt du den Namen noch? Denn man sieht sich im Leben immer zweimal. Außer ich hab die da blickt. Dann hab ich ein Problem. Dann tut es mir unfassbar leid. Ich bin ja auch gerne mal erst mal nicht nachdenken, sondern erst mal draufhauen und halt den Fotzen, der Mongo. Wie wär's denn was mit Mountwashing? Was ist denn das? Freilich, ich weiß noch alles. Ja, raus damit. Wer wohnt wann? Gibt nichts Schönes wie öffentliche Bloßstellungen. Wenn wir gerade beim Thema sind, Herr Lexberger. Gibt nichts Schönes. Guter Vorname übrigens. Guter Nachname übrigens. Ich heiße Halbert so. Aber das Thema ist halt dünnes Eis. Bei mir hat es 12 Wochen PCN-Therapie gedauert. 12 Wochen ist ja gar nichts. Halt, stopp, Datenschutz. Das ist mir scheißegal, dann zeig mich an. Männer leiden häufiger an Depressionen wie Frauen, aber sie sprechen weniger als Frauen drüber. Ich finde es sehr männlich und mutig, wenn man über sowas sprechen kann. Ja, das ist einfach gesagt. Depressionen sind seit 2019 immer wieder mal. Es ist Wahnsinn, was andere Menschen in einem auslösen können und denen ist es egal. Servus, Herr Halbert so. Herr Lexberger raus, jetzt bin ich interessiert. Weil wenn wir ja sowas leider aus der Community abhauen, aus dem Discord abhauen, wo es vielleicht eigentlich eine gute Zeit haben, wo es andere Leute haben, mit denen sie sich unterhalten können, mit denen sie schreiben können. Hey, wer weiß, wie viele Freundschaften bei mir auf dem Discord schon entstanden sind. Etc. Und dann muss ich sowas lesen. Da bin ich richtig lästig. Kickt nur bei wem die Midlife Crisis? So weit haben wir dann da noch nicht. Herr Lexberger, nein, bloßstellen möchte ich jetzt keinen, aber ein PN damals auf Insta hat dann geregelt. Ja. Ich möchte halt jetzt schon jemanden bloßstellen. Denn die Leute verstehen es nur so. Außer derjenige ist richtig narrisch anwesend. Dann kann die verstehen, sagen wir es so. Was willst du, wie alt ich werden möchte? Hashtag Midlife Cowboy. Ja, dann hätte ich meine Midlife Crisis schon mit 12 gehabt. In Mouthwashing ist man mit seiner Team im Weltraum gestrandet, muss versuchen zu überleben. Das ist ein Horror-Pixel-Spiel. Mountwashing. Bist du sicher, dass das Mountwashing und nicht Mouthwashing heißt?
Mouthwashing. Die 5 Besatzungsmitglieder der Tulpa sind in den endlosen Weiten des Weltraums gestanden, umgeben von ewigem Sonnenuntergang. Gott schaut nicht zu. Sehr positiv. Ziemlich viele Rezensionen. Ist letztes Jahr im September rausgekommen. Ich tue das mir auf die Wishlist zum Anschauen. Heißt Mouthwashing übrigens. Merci für den Tipp. Der Fanboy schreibt, ich bin gerade komplett lost. Ja, ich bin jetzt gespannt, wen es jetzt erwischt. Seitdem bin ich passives Mitglied. Das Herr Lexberger, das kann ich so nicht sagen, ist anwesend. Wenn's ich gewinn. Raus damit, wenn's ich war. Dann schauen wir nämlich ich in Grund am Boden. Hat's dir mal im DC Gaming droppt? Ihr müsst auslagern. Mauswashing? Ja, ich konnte aber dann auf deiner Seite kann ich dich schon verstehen, wenn's das jetzt nicht möchtest. Liest es vom Lexmeyer, hab ich schon. Chillig Kniescheibe. Es wird erst dann verstanden, wenn es man selber trifft. Ich wünsche es keinem, macht gerade selbst eine schwere Zeit durch. Ich weiß schon, das ist der billigste Schmerz jemals. Jeder hat sein Backel zum Drang, aber jeder geht anders damit um. Es ist jetzt die Frage, war's ein Mod oder war's ich? Weil bei allen anderen, glaube ich, kann es da wurscht sein. War's einer von den Mods oder war's ich? Wenn du nichts dazu sagen möchtest, Alexberg, ist absolut kein Stress. Ich mag die da jetzt nicht auch noch stressen. Was weißt du nie, wie das auf deiner Seite nicht nachkommt. Wenn du wieder deine Ruhe möchtest, schreibst, ich möchte meine Ruhe. Dann lasse ich dich einfach in Ruhe und mir reden wir nicht mehr drüber. Vielleicht geht das auch mal. Ja, und dann immer im schlimmsten Moment kommt es aussehen und mir kriegt es nicht weg. Super unter Freunden. Ja, wenn die deine Spätzchen wegen sowas auslachen, dann haben sie keine Spätzchen. Hat's was mit dem Daisy-Surfer zum tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr froh, wenn der Oktober vorbei ist. Lucky. Haben wir jetzt eine Halbzeit. Das eigentlich haben wir genau in der Halbzeit drin. Wir haben noch die Woche, wir haben noch nächste Woche und dann geht es sowieso auch noch ein bisschen weiter. Mit sanfter Kost weiter, mit Little Nightmares, ist kein Horrorspiel. Aber, jetzt muss ich jetzt schnell in meinen, ich kann meinen Namen nicht merken, das Spiel mit dem größten Potenzial, wo ich eigentlich gehofft hätte, das kommt, also unabhängig von They Are Here, muss man so ein bisschen in den Chat reinschreiben, ob der Expert. Mod war es nicht, aber unangenehm ist schon, ich kann nur sagen, dass damals der Hellblade Let's Play ziemlich geholfen hat. Oh. Okay, also, was ich? Wenn es der Mod nicht war und ich sage, was ich oder der Mod, und du sagst, nein, der Mod war es nicht. Was ich? Habe ich wieder irgendeinen ironischen Scheißtrick geschrieben, den nur ich verstehe. Sag's, wie es ist. Sag's, wie es ist. Raus damit. Tut gut. Und falls ich war, tut die Entschuldigung, aus meinem tiefsten Inneren, wenn es ich war, dann tut's mir leid. Dann habe ich wieder mal nicht nachdenkt. Ich Egoisten-Hurensohn. Außer du warst natürlich der Typ. Ich weiß nicht, ob sich an den noch irgendjemand erinnern kann. Der mit seinem iPhone und so weiter umeinander geflext hat und wie viel Geld seine Eltern verdienen und dass er rumstudiert. Wenn du der warst, das war nämlich, glaube ich, die einzige Person, die ich jemals selber vom Discord gekickt habe und dermaßen beleidigt habe, dass alles bloß noch schäbert. In den Hinein. Da waren Kruzifix-Videos ein Witz dagegen. Ich weiß nicht, ob sich an den noch irgendjemand erinnert. Ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Also war ganz ein Gescheiter. War ganz ein Gescheiter, war das. Nein, um Gottes Willen, das war ich nicht. Hab seit 10 Jahren kein iPhone mehr am Best. Aber jetzt haben wir immer noch nicht bei der Frage, war's ich? Jetzt lasse ich da keine Ruhe mehr. War's ich? Mod war's nicht, aber unangenehm ist schon. Ich kann nur sagen, dass damals der Hellblade Let's Play ziemlich geholfen hat. Sag halt einfach dann, so wie, du sagst jetzt einfach ja, dann hau ich aber auch einen Knocker nach. Dann kannst du mir alle wieder am Arsch lecken. So, jetzt pass auf, was wollte ich schon? Ich wollte eigentlich im Plan schauen, wie das heißt. Jetzt warte mal. Da haben wir Streamplan. Unmanned. Das hat fucking viel Potenzial und ich weiß nicht, ob wir das auf nächstes Jahr tun oder noch spielen, wenn es rauskommt im Mitte November. Jetzt bei so 8
Das können wir eigentlich zumachen. Da gibt es da schon einen Trailer. Herr Lexberger? Nein, um Gottes Willen, das war ich nicht. Naja, solange du am Tippen bist, schauen wir uns noch schnell den Trailer von Unmorn da. Das habe ich eigentlich neben Luto für das mit dem größten Potenzial gehalten für dieses Jahr, aber leider kommt es erst Mitte November. Schauen wir es uns halt mal schnell an. Achtung. Help, Hey, bro. buddy. I've heard you bought yourself a new house. Congratulations, man. What the? Sound a bit off. Is everything okay? Yeah, everything's fine. What's going on? Have I gone mad or is the house haunted? I gotta find a way to stop this. Family went missing. Hold on, that's my house. Why are there 3 doors in the hallway? Ja, der tolle Outlast-Trick. Oh, aber coole Idee. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Super toll. Kommt raus 17. November. So, jetzt muss ich noch mal schnell schauen, ob der Lexberger noch was geschrieben hat, aber er schreibt nichts mehr. Was vollkommen in Ordnung ist. Wenn du nicht drüber schmerzen möchtest, dann wird es wahrscheinlich ich gewesen sein. Falls es irgendwie hilft, ich habe keine Ahnung, was war, keine Ahnung wie oder was. Egal was es war, das tut mir sehr leid, falls es an mir gelingen ist. Ja, ich habe auch manchmal meine Aussätze, ich bin auch bloß ein Mensch. Ich lese auch Sachen, wie soll ich sagen, über das ist sowieso schwierig, wenn man sich nicht gegenüber sitzt und ich keine Gestik und sowas habe. Da tut man sich generell einmal schwierig, was falsch zum Verstehen. Und ich mache mich gerne mal auch schnell über Dinge lustig, wenn ich gerade Bock habe. Und denke da auch nicht nach dabei. Tut mir leid, falls ich war. Das, was die Wife vorher geschrieben hat, wir laden Sie herzlich ein, wieder ins Discord zu kommen, wenn du das magst. Und jeder hat eine gute Zeit. Falls das nicht ich war und das passiert nochmal und ich krieg das mit, dann gibt's richtig Stress. Birger, muss man den Ed King Wools anschauen, der spielt nur so Horrorspiele. Ich habe aber so YouTuber drin, immer im Oktober, wo ich durchschalte, aber da ist alles, was irgendwie Potenzial hat, habe ich schon auf der Liste. Und langsam wird's dünn. Langsam wird's wirklich dünn. Ich meine, Indie-Horror-Games gibt's wie Sand am Meer. Aber ich sage jetzt einmal, bei denen ich Potenzial sehe, wird's sehr dünn. Sehr, sehr, sehr dünn. Phoenix Dark, wen schaust du so? YouTuber schaue ich generell gar nicht, sowieso nur Amerikaner. Ich schaue an Asman Fui, das ist eigentlich der einzige mittlerweile, der läuft nebenbei, den schaue ich nicht aktiv. Ja, YouTube gibt mir wohl einen Timeout, warum das? Hast du Mortuary Assistant angeschaut? Das haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr gespielt. Wenn man Kevin heißt, hat man es auch nicht leicht. Kopf hoch, Lexberger. Kevin Weckmann. Jetzt, das erklärt vom Wald, die habe ich vorher schon gelesen, Kevin. Warum sie einen Klarnamen da drin habt. Und ich habe die Befürchtung, die scheiß Ads, die Aliasse sind wieder zurück. Was passiert denn eigentlich, wenn ich da reinschreibe?
Und da stehen eine Klarnamen drin. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich weiß leider Gottes auch nicht mehr, wie man es ändert. Aber wer es noch weiß, schreibt es mal bitte in den Chat hinein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendjemand will. Dass sein Klarname da drin steht. Warte mal, ich schreibe mir selber was rein. Test. Ja, bei mir steht nämlich jetzt auch nicht mehr Birger, mein Kanalnamen, sondern halt @BirgerLex. Total behindert. Nein. Hühnchen, direkt gerade heimgekommen, ab in die Nachschausquote. Jetzt donatet schon der Nachschausquote einer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hühnchen, viel Spaß damit, war eine grandiose Reise mit Luto. Grandios. Dankeschön. An den Rest übrigens auch. Herr Ochsenander, merkst du dir, wenn du mal einen Auffüller in die Game brauchst mit ca. 30-45 Minuten Playtime, dann schau dir mal The Corridor. Das glaube ich, habe ich sogar auf der Wishlist. Warte mal. The Corridor für den Zwiegel. The Corridor is a 20 to 30 minute experience about the relationship between player and game. Nein, das habe ich nicht auf der Wishlist. Kommt drauf. Alles, was aber vorgeschlagen worden ist, ohne dass ich es länger anschaue, kommt einfach mit auf die Liste hinauf. Den Alias bzw. YouTuber-ID kann man in seinem Profil anpassen. Ah ja. Aber er hat nicht während des Gameplay donated. Triple F, da hat er recht, der Böniker gesagt. Mr. Hühnchen, merci dir. 10er ist aber trotzdem zu viel und du weißt es. Der Account ist ewig alt, scheißegal, mich stört's nicht, dann passt es. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber haben wir wieder so weit, ich habe mich vorher schon automatisch drüber lustig gemacht. Ja, wie am Anfang. Beim Hab ich die Ehre sagen. Wenn ich Leute mit Klarnamen lese, warum ist das so? Wenn ich Leute mit Klarnamen im Chat lese, dann denke ich mir so, das sind irgendwelche Lost People. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, das sind Lost People. Und dann muss ich lachen. Frag mich nicht warum. Vielleicht wisst ihr es ja einfach nicht, wie man es ändert. Meister haut sich in den Löhr, kauen sich rein. Ja, aber es gibt im Alias kein Ausrufezeichen. Wollt YouTube nicht noch mehr machen für Streamer, also die Werbung maximal ausweiten? Bin froh, dass Lives nicht unterbrochen werden. Mr. Devil Driver Mikey, ich könnte, pass auf, das haben wir schon lange nicht mehr probiert. Jeder, der jetzt noch so lange zuschaut, der weiß, dass ich das nicht aus Geldgier tue, was ich jetzt probieren will, sondern das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also selbstverständlich gibt es während dem Stream Werbung. Ja? Aber die muss ich jetzt mal, das ist bei YouTube ja ein bisschen anders als bei Twitch. Wir erklären das jetzt jemandem, der nicht streamt. Bei Twitch hast du immer twitch.tv/Biergezockt. Das ist dein Kanal, entweder ist der Livestream da drin on oder off. Bei YouTube wird aus diesem Livestream später ein VOD. Also als da die das Video, den Stream nebenbei auf einem anderen Rechner als Video aufnehmen und später dann bei YouTube auffüllen. Und ich komme bei YouTube nicht einfach auf Stream starten drücken und es fängt in meinem Kanal ein Stream an. Das geht schon, aber das ist jedes Mal eine andere URL. Jedes Mal. Und deswegen kündige ich die Streams auch immer am Sonntag an. Und am Montagnachmittag, Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag muss ich hergehen und gehe in YouTube Livestreaming. Erstelle einen extra Stream mit extra Beschreibung, extra Titel, extra Thumbnail und. Muss dann in meinem OBS den Stream auswählen. Also ich kann zum Beispiel 50 Streams ankündigen und muss dann einen bestimmten Stream auswählen, den ich dann starte. Und jedes einzelne, und das seit einem Jahr ungefähr. Ja, das glaube ich hat letztes Jahr nach der Sommerpause angefangen, also 2024. Wenn ich einen Stream einrichte, für heute auf die Nacht, keine Ahnung, wie heute Nachmittag, bla bla bla, Luto, blablabla, Thumbnail aufgeladen, lalilu und so weiter, steht immer jetzt noch mehr Geld verdienen mit Livestreams auf YouTube, aktiviere automatische Werbeunterbrechungen. Und dann kann ich hergehen und kann automatische Werbeunterbrechungen mitten unterm Stream aktivieren, dann entscheidet YouTube selbst und liefert euch permanent Werbung aus. Und ich garantiere, dass wenn ich, vor allem jetzt im Oktober, wo wir 3-mal in der Woche streamen und nicht bloß 2-mal, da sich das wahrscheinlich finanziell bemerkbar machen. Das garantiert er sogar. Wenn ich in den 2-3 Stunden, wo wir spielen, automatisch Werbung kommen. Die scheißen euch im Livestream alle 5. Mich würde ja mal interessieren, mit wie viel Werbung euch die während dem Stream zuscheißen. Ob mit genauso viel während Videos. Da ist ja nur noch asozial, da ist bald alle 3 Minuten. Oder halt nicht. Was hast du gegen meinen Namen? Florian Gottlieb. Nix. Hä? Was? Nix.
Merci für den Euro. Oh, der Lexberg hat jetzt lang was geschrieben. Ja. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so eng wie damals. Ich wollte da damals ein DCPM schreiben, aber verständlicherweise kann man nicht direkt schreiben. Dann habe ich auf den Server geschrieben und scheinbar für Amüsement gesagt. War eine schwierige Zeit damals und das hat dann schon ein wenig geschallert. Jetzt Moment einmal. Wir wissen immer noch nicht, wer sie hat mich dann darüber lustig gemacht, dass mir du ein PM schreiben wolltest. Das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wüsste ich nicht, dass ich das jemals gemacht habe. Wobei, wenn natürlich dann hinter sowas, ja, natürlich kommt das vor, das kann man auf der anderen Seite vielleicht schon als nicht so geil empfinden. Aber normal, Aber ja, gut, wenigstens schreibst du es eh schon mal. Verständlicherweise kann mir nicht jeder, das ist total, dann war ich der Erste aus dem Discord-Server wieder heraus gewesen von alle. Schreiben Discord Steuerung F, Lexberger, die Nachrichten sind noch drinnen. Das mache ich jetzt nicht während dem Stream. Jetzt muss ich erst mal schnell das machen. Versucht. Wo ist der Stream? Da ist der Stream. So, Achtung, 3, 2, 1, tschaußen. Und jetzt darf mich interessieren, jeder, der jetzt eine Werbung gekriegt hat, eine 1 in den Chat. Leute, die Premium haben, kriegen natürlich jetzt keine Werbung. Risi Mike hat Werbung gekriegt. Werbung, nö, sie, Werbung, 1, nö, keine, hab keine. Das ist das, was bei YouTube, also eine 1 in den Chat hinein, wer YouTube-Werbung gekriegt hat, der Rest bitte einfach nichts schreiben. Oder weißt du, wie wir es machen? Na, mal wieder der Ralf Schumacher. Keine Werbung, auch ohne Premium. Ja. Aber doch einige, die eine gekriegt haben schon, hey? Und das darf mich jetzt interessieren, was passiert. Ich habe dann ich deaktiviere die Werbung während dem Stream immer. Immer, seit über einem Jahr schon. Ja? Also während dem Livestream Werbung ist das Letzte vom Letzten. Das war jetzt ein Test, dass ich da drauf gedruckt habe. Seit einem Jahr habe ich einen Tooltip da, das mich jedes Mal dazu auffordert, ich soll die automatische Werbung aktivieren, die ich jetzt mit deaktiviere und wegklicke. Und ich habe da oben einen, ich nenne es jetzt mal YouTube Stream Dashboard, habe ich einen kleinen Button, der heißt Anzeige einführen. Und der blinkt alle 5 Minuten. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Werbung einzuschalten. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Werbung einzuschalten. Darum habe ich das immer zu. Immer. Was mich jetzt noch interessiert ist, wenn ich jetzt zählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, bei 5 drücke ich auf den Werbebutton und zählen wir weiter bis 10. Ob ob die Werbung dazwischen einzwickt wird oder ob die Werbung mich verdeckt, während die bis 10 zählen. Das darf mich interessieren. Dann darf mich natürlich auch interessieren, ob man es finanziell merken würde. Ich bin mir relativ sicher, nicht viel natürlich, aber weil da brauchen wir einfach nur einen Nuller hinten drüber, die Live-Zuschauer, dann das ist noch sauber bemerkbar mal. Aber dafür müssen wir das einen ganzen Monat lang ausprobieren, dass wir alle Viertelstunde einmal auf den Werbebutton, und das darf man nicht. Ganz bestimmt nicht. Ja. Der Harry Proper schreibt, die verdeckt die, okay. Und das geht halt in einem Livestream überhaupt nicht, oder? Das geht halt überhaupt nicht. Was soll denn die Scheiße? Was haben denn dann die Leute dazu davor, wenn sie live dabei sind? Dann kann ich das da, ich weiß, ich kann mir ja dann allein daher sitzen, irgendeine Scheiße in die Kamera reinblubbern und dann ein 2 Stunden langes Video aufladen. Dann kann ich es gleich bleiben lassen. Der Fabian schreibt, richtig behindert ist auch, dass es oft Werbung gibt, die ewig lang ist, aber er beim ersten Mal nicht überspringen lässt, sondern 2-mal drücken muss. Ja, das ist einfach behindert. Auf der einen Seite kann ich verstehen, was YouTube da macht. Ist ja klar. Ja, natürlich haben die auf absolute Profite aus und absolute Gewinnmaximierung und das immer noch weiter ausschlachten. Aber irgendwann ist halt gut.
Ja, irgendwann ist genug, Alter. Hier ist da noch irgendwo, du hast, wenn ich ein Video auflade, ich sag's in die Streams, ja, ich tue es halt nicht mehr manuell auslöschen, weil es mir zu blöd ist. Das ist so, ich habe dann eine Zeitleiste da, wenn der Stream fertig ist und dann setzt YouTube da Werbung rein, automatisch, das mache nicht ich. Alle 3 Minuten in einem 2-Stunden-Stream. Da hast du da so Zeitleisten und jeder Zipfel, der da drin ist, sagt, wann eine Werbeunterbrechung ist. Alle 3 Minuten. Das sind 60 bis 100 Stück pro Stream. Du kriegst nicht jede ausgeliefert, ja, nicht alle 3 Minuten kommt bei dir eine Werbung. Vor allem nicht, wenn du da mal eine Werbung anschaust, anstatt wegzuklicken. Genauso wie jetzt halt einige geschrieben haben, wenn ich jetzt da auf den Knopf drauf drücke, dann haben nicht alle eine Werbung gekriegt. Selbst manche ohne Premium nicht. Weil YouTube das für sich selbst entscheidet, bei ihm ist es gerade okay, bei ihm gerade nicht. Und warum? YouTube, das ist Glaube, ja. YouTube analysiert dein Schauverhalten. Und wenn du Videos abbrichst, kurz nachdem du penetrant mit Werbung genervt worden bist, merkt sich YouTube das. Und lässt dich dann eine Zeit in Ruhe. Das kannst du aber nicht gezielt herbeiführen. Das ist bei... Wer hat schon mal ein Video zugemacht, weil Werbung kommt? Ja, freier Brave regelt, der Chrome regelt da immer noch, aber am Handy halt nicht. Am Handy regelt der Brave gar nichts. Ja, jeder hat schon mal Videos abgebrochen, weil jetzt glauben wir mit der Werbung. Ja, und das merkt sich YouTube, da bin ich mir 100%, so darf ich machen. Ja? Ich nehme dein Schauverhalten, ich möchte dich auf der Plattform behalten und die auf keinen Fall zum Rage-Quit bringen, aber ich möchte dich natürlich auch mit so viel Werbung voll scheißen, wie es geht. Und so darf ich das dann irgendwann austifteln. Und das darf mich wundern, wenn da YouTube nicht draufkommt. Abstimmung, ob mal eine Woche mit Werbung? Nein. Herr Sturmlakai, merci für den Zwickel, aber nein. Ich mache das jetzt seit 8 Jahren da. Ich glaube, ich habe noch nie um Donations battelt, ich habe noch nie um Geld battelt. Ich mache 2-mal im Jahr für meine Sachen Werbung, 2-mal gefühlt Werbung für einen Chris, seine Comics etc., der übrigens bald wieder was für euch hat, aber keinen Comic, was anderes. Zeige ich euch wahrscheinlich nächste Woche. Glaube ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann er mir es schickt. Ja, jetzt zeige ich euch dann einfach, da ist mir auch noch keiner Base gewesen. Und ich glaube, das ist mitunter einer der Gründe. Wir haben halt, wie viele Leute haben wir heute da? Maximal. Wie viel waren es denn? 1300? Ungefähr 1300. Herr Gottlieb, sorry für die Verwirrung mit meiner Donau vorher, war ein Witz wegen den Achso. Da muss ich sorry sagen, weil ich wieder zu blöd oder das ist kapier. Merci dir. Wissen wir nicht schon, was kommt? Nein. Also ja, ein paar von euch, die im Discord hocken schon. Aber die 800 Leute, die da gerade herinsitzen, die wissen es nicht. Matromax, kriegen wir jetzt noch einen Spoiler für Mittwoch. Da sitzt ihr jetzt ins Discord rein, da schreibe ich jeden Sonntag auf die Nacht, gebe ich mir Mühe und schreibe einen sicheren Roman, was wir kommende Woche streamen. Ja, Matromax. Merci für den Zwickel 50. Aber für den Zwickel 50 sage ich es dann natürlich. Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit Cabin. Scheiße, wie heißt es? Also nicht Kevin, sondern wo ist The Cabin Factory? So hat es geheißen. Das haben wir uns letzte Woche, hat das jemand vorgeschlagen und wir so geschaut und denkt, was das tun wir jetzt. Bei mir rentiert sich halt Premium, weil bei mir echt viel YouTube läuft, auch wenn das ganze Abo-Gedöns langsam echt ins Geld geht. Ich habe genau 2 Abos. Na, Spotify zahlt Frau, Netflix zahlt Mann und YouTube Premium zahle ich. Das sind die einzigen Abos, die wir haben. Und Prime. Prime zahlt auch die Frau. Aber das war's dann. Deine Videos laufen, wenn ich weg bin, für den Hund mit Werbung am TV. Na, der wird sich freuen lassen. So, jetzt haben wir mir ich bin ja genauso, bei mir läuft YouTube Tag und Nacht. Sag ich, ich bin wach. Ob's Nachrichten sind oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich die allergrößte Schweinescheiße, ich nenne es Hardcoded Werbung. Ja? Ich finde zum Beispiel, pass auf, das ist Schweinescheiße. Ja, mitten unter der Werbung, da ist eine Werbung, dann möchte ich das Video schauen, dann fängt das Video auch noch mit Werbung an. Und wenn die Werbung im Video fertig ist, dann kommt nochmal Werbung. Ja,
Da kriege ich Kotzen. Darum mache ich das hier genau einmal im Jahr, beziehungsweise zweimal im Jahr, wenn der Jahresmerch kommt und das Horror-Oktober-Motiv. Und wenn es ganz hoch kommt, dann zwischen Dezember und Oktober in den 10 Monaten, wenn irgendein Merch-Motiv kommt, vielleicht nur das. Wenn wir eine gute Idee haben, wenn was lustig ist oder sonst was. Ne? Es schaut deswegen da ein bisschen wenig grün aus, weil hinter mir der Greenscreen ist. Verstehst? So schaut das Motiv aus. So, genug Werbung für heute. Ich bin mitunter mir sehr, sehr sicher, dass das nach 8 Jahren hier drin, wir haben halt 1300 Zuschauer gehabt. Ich schaue mir zum Beispiel, wen schaue ich noch ab und zu an. Den habe ich gestern gesehen. The Actman ist ein amerikanischer YouTuber, macht Gaming-Content, bla bla bla, hat weit über 1 Million Abonnenten. Weißt du, wie viele Live-Zuschauer der hat? 2200. Da sitze ich da und denke mir, Moment, mir feiert da nicht eine Nulle. Okay, habe ich auch schon gehabt, habe sogar schon mal mehr gehabt. Und dann spielt er sogar noch ein Spiel, das absolut gerade im Hype ist, etc. etc. Ja. Auf der einen Seite kann ich es verstehen. Jeder, der hier irgendwann einmal so weit kommt und eine Community hat, der möchte da so viel Geld ausziehen, wie es geht. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, manche übertreiben das gnadenlos und mengen so viel Geld ausziehen auf kürzeste Zeit, wie es irgendwie geht, weil sie meinen, das ist irgendwann gar. Das habe ich auch gemeint und habe es nicht getan. Und wer sitzt nach 8 Jahren immer noch da und hat, wenn wir die richtigen Sachen spielen, je nach Jahreszeit, je nach Spiel, zwischen 1000 und 1800 Leute im Stream. Immer noch. So. Darum Dankeschön an jeden Einzelnen, der da immer zuschaut. Vielen Dank für die Donations. Natürlich freut mich das, aber das drüber Schimpfen gehört einfach dazu. Und kein Mensch hat irgendwie, wie soll ich sagen, ich sage es ja genauso, ich bin genauso YouTube-Konsument. Ich weiß, was YouTube da macht. Das, glaube ich, passt in keinen von unseren Köpfen hinein, was das für eine Serverleistung, Rechenleistung etc. ist, was diese Plattform kostet. Trotzdem ist alles, was die in die letzten speziell 1, 2, 3 Jahren machen, nur noch geldgierige Scheiße. Und nicht falsch verstehe, durch diese Werbung werden auch die Creator, die es ihr euch gern anschaut, zahlt, was natürlich eine Motivation ist, weiterzumachen. Ist bei mir auch nicht anders. Natürlich mache ich es mit Freude, aber natürlich, bei mir ist es eher umdreht. Wir haben schaut bloß mal in den Chat hinein, da einen Haufen grüne Namen. Das sind Leute, die haben in diesem Kanal haben eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Und es sind nicht wenig. Ich fühle mich ein bisschen in der Bringschuld, solange die da sind, dass ich mich da Montag, Mittwoch hersitze, mittlerweile auch vielleicht wieder mit Videos anfange, zwar, wobei ich die gefallen, das ist wieder was anderes, aber egal. Und dass wir hier machen, was wir machen. Das ist alles, keine Ahnung, ich bin nicht reich, ich werde nicht arm. Was soll ich denn anders sagen? Ich habe zwar keine Mitgliedschaft, aber bringt dir mein YouTube Premium was? Herr Christi, das ist eine richtig gute Frage. Früher hat es in die Analytics eine Aufdröselung gegeben. Da ist da gestanden, Umsatz mit Werbung und Umsatz mit Premium. Und das waren, sagen wir mal, wenn ich mit Werbung einen Euro verdiene, dann ist das bei Premium 0,01 Cent. Also nicht mal ein Cent, sondern ein Zehntelcent gewesen. Und da hast du richtig schön zuschauen können, seitdem es Premium gibt, wird auch die Werbung immer aggressiver. Und um das geht es eher. Sie wollen Premium verkaufen. Ja? Das ist der Grund, warum die euch mit Werbung so belästigen. Und da hast du richtig schön zuschauen können innerhalb von 1, 2 Jahren, wie diese Kurven, also Werbeumsatz, wie machen wir das jetzt? Ist da herum, Werbeumsatz ist da, Premium ist da, dass sie das irgendwie ausgleicht. Ja, der Werbeumsatz ist bloß nur ein 50 und der Premium-Umsatz ist auch ein 50. Aber deswegen verdiene ich nicht weniger oder mehr oder sonst irgendwas. Und mit Werbung und so weiter habe ich hier drin sowieso noch nie recht viel verdient. Auch immer noch nicht. Es ist Welten besser wie früher, wie das angefangen hat, vor 7 Jahren. Da hat YouTube ja gar nicht gewusst, was mit meinen Videos anfangen soll. Ich habe kein Wort verstanden, was spielen wir da für Werbung aus, keine Ahnung. Das war total ein Witz. Wegen dem habe ich es nicht gemacht und wegen dem mache ich es auch heute nicht.
Das ist ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, wenn ich jemanden für YouTube-Tipps geben müsste, wenn er anfängt. Das ist das allerwichtigste Ding, was geht nicht nach. Das ist, was das kommt von allein. Wenn du irgendwas machst, was die Leute taugt, dann kommt es einfach von allein, Alter. Dann kommt es einfach von allein. Keiner nötigt euch einer zum Donaten, keiner nötigt euch Mitglieder zum werden. Ihr tut es einfach trotzdem. Wenn die Leute geil finden, was du tust, dann passiert das anscheinend einfach von selber. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, dass ich da braucht habe zum Kapieren. Akzeptier's einfach. Ich weiß nicht, aber schrei's an, aber akzeptier's dann einfach still und leise für dich. Freier! Mir ist für 33 Monate. Ja, fast 3 Jahre und keinen Tag bereut. Freier, das freut mich sehr. Tipp Nummer 1, Unterhosen aufsetzen, richtig. Tipp Nummer 2, Tena Lady und Neitzwicker und das ganze Konstrukt dann Tena Pro Gamer zu nennen. Ja, wir scheißen uns aber gegenseitig an. Ich sage, heute fotzen jetzt auf zum Donaten und ihr schreibt, sei ruhig und nimm's und halt's mal. Hashtag geiler Wichser. Mit der Macho Max, jetzt machen wir mal fertig. Ich und Netti wollen ins Bett. Ja, du willst ins Bett mit der Netti. Sag das dann einfach. Du sagst dann schon, ob's direkt Nein sagt oder nicht. Wenn's lacht, hast du vielleicht noch eine Chance. Aber wenn's direkt Nein sagt, dann kannst du ja ohne Duschen ins Bett legen. Das ist sehr wurscht. So. Schleicht euch. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen. Luto war ein grandioses Spiel und ist definitiv in die Top 5 der besten Horrorspiele, die wir jemals gespielt haben. Jeder hat sagen an Platz 4. Medicine, Visage, From the Darkness, Luto, The Beast Inside. Here we go. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zugucken, liken nicht vergessen, schönen Gruß an den Nachschau-Squad, Kuss auf die Nuss, Triple F für die Moderatoren, danke für die ganzen Notifications, ja genau, vielen Dank für die ganzen Donations, vielen Dank fürs Zuhören. Herr Lexberger, falls da irgendwie eine Kacke rausgekommen ist, ich bin ganz ohr im Discord. Wenn du darüber reden möchtest und einfach weiterhin der Ruhe haben möchtest, ist das absolut kein Stress. Falls ich war, tut's mir leid. Bin auch manchmal ein Hurensohn. It is what it is. Sagen wir so mit irgendwas Cabin. Hab ich schon wieder vergessen, was heißt. Gut, fix. Muss ich nochmal nachschauen. The Cabin Factory! So, nicht schlecht euch. Lexberger schreibt, ist alles gut. Finde ich aber nicht gut. Also ich finde, jetzt fühle ich mich schlecht. Ja? Jetzt gehe ich zum Doktor, beantrage 8 Monate Therapie und ihr müsst es zahlen. Das war ein Joke. An alle, die jetzt daheim sitzen und 5 vor... Nicht der Querkinder, der längs noch. So schneidest du in die Szene rein. Und jetzt verpisst euch. Honey! Dankeschön für die neuen Mitgliedschaften und jetzt gehe ich, sonst kriege ich auf Putzen. Schleicht euch. Bis Mittwoch um 20 Uhr habe ich die.